Ja, servus. Geht da was? So, grüß Gott beieinander, habe ich dir Def, merci für dein Lurk. Ich hoffe, die Arbeit ist halbwegs entspannt und hast das hoffentlich auch bald überstanden. Und Weichi, habe ich dir. Gemütlich noch Kaffee trinken und dann muss ich was tun. Powernap dezent eskaliert, ja, man kennt's. Man kennt's den eskalierenden Powernap. Also den habe ich heute tatsächlich noch nicht gehalten. Ich muss auch noch was tun nach dem Stream, ich muss noch laufen gehen. Das habe ich heute noch nicht da. Aber jetzt haben wir erst einmal dran. Ja, jetzt machen wir dann erst einmal gemütlich ein wenig. Ein bisschen Dragon stoppen wir und dann schauen wir mal, was Phase ist. Birgit, habe ich dir, grüß dich. So, wie geht's euch? Alles fit Bank. Heute ist dezent Schweile. Ja, heute haben wir eine dezente Wärme. Zwei Stierknackvögel. Eins weiblich, eins männlich. Wieder was gemütlich gehört. Ja, du hast was. Also, ich nehme mir es vor, dass er gemütlich ist. Lucky Habitäre. Es ist so angenehm, wenn es kurz läuft. Ja. Ja, mein, gut, mir hat das andere jetzt auch nicht gestört, aber so dezenter ist nicht gleich schlechter, ne? Leider ist fit bei euch. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Ich hoffe, ihr habt die Mitte der Woche schon gut erreicht, ne? Ich darf mich nicht beschweren, ich habe ja noch Urlaub bis einschließlich Samstag. Sonntag geht es bei mir abends erst wieder los. Von daher halte ich mich jetzt, was das angeht, ein bisschen bedeckt. So viel Aufmerksamkeit brauche ich auch nicht. Ja, da geht es ja nicht um die Aufmerksamkeit. Da geht's ja, du hast ja quasi Zeit dafür. Ne? Kann aber sein, dass ich das irgendwann ab einem gewissen Punkt, vielleicht, weiß ich nicht, ab Herbst dann, dass ich dann generell die Welcome Sounds zwar nach wie vor anbiete, aber halt nur noch bis zu maximal 7 oder 8 Sekunden und nicht mehr 15 Sekunden, wie es jetzt aktuell ist. Alles fit soweit, sehr schön, das hört man gerne. Das hört man doch gerne. Ja, bei mir, was war heute geboten? Ich war heute in der Früh beim Physio, dann war ich auf der Baustelle bis um 2:30, dann war ich noch kurz bei meinem Bruder, weil der heute Geburtstag hat. Dann war ich noch einkaufen, jetzt der wir gemütlich ein wenig zocken. Dann werde ich danach, sollte es nicht regnen und kein Gewitter kommen, werde ich noch laufen gehen. Weil ich habe mir jetzt wieder fest vorgenommen, viel Sport zu machen. Jetzt die Woche überwiegend konditionelle Sachen. Ab nächster Woche möchte ich wieder ins Fitnessstudio starten. Und ja, dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt. Wahrscheinlich dann nicht mehr allzu viel. Irgendwann noch essen. Heute gibt es noch einen geschmeidigen bayerischen Wurstsalat. Ja, das muss ich mal nutzen, wenn Frau Bazi nicht im Haus ist. Und ja, dann wird es schon werden. Dann ist der Tag auch wieder rum. Selina, habe ich dir, grüß dich gut. Hello again. Haben wir uns auch bei der Savi schon Kehrung gelesen. Ja, auf Abkühlung warten, leider bloß 5 Minuten extremer Wind, das war's. Ja, bei uns ist auch tatsächlich nur der Wind gegangen. Aber von Regen aktuell auch keine Spur. Ja. Also ein bisschen Regen da schon nicht schon. Ja, es muss jetzt kein Gewitter kommen, da wo es alles zusammenhaut. Ja, das braucht, denke ich mal, keiner. Aber so ein leichter Regen, einmal so 1-2 Stunden ein wenig locker dahinringen, das wird schon angebracht. Ne? Wobei, ich habe schon gesagt, heute wird es noch regnen, weil heute war der Bazi mit dem Auto in der Waschanlage. Ja? Und dann regnet es generell immer. Kriegst keinen Wurstsalat, wenn Frau Bazi da ist. Frau Bazi mag keine Wurst nicht. Und die kann einen Essiggeruch absolut nicht haben. Deswegen halte ich mich da immer, was das angeht, zurück. Und heute, wenn halt dann Frau Bazi im Sommer mal nicht da ist, dann nutze ich das aus. Weil es gibt nichts Besseres, wie bei so einem heißen, schwülen Wetter Wurstsalat zum Essen. Price habe ich die Bogul habe ich die grüß euch. Schön, dass du hast. Ich fürchte dafür, ihr erwischt es uns morgen richtig. Ja, morgen soll es ja nur heißer werden. Morgen soll man 35 Grad kriegen, angeblich. Schauen wir mal. Ja, also ist direkt gut, dass da morgen kein Stream ist, wegen der Hitze. Ich muss sagen, es geht von der Temperatur her tatsächlich. Ja, also es ist jetzt nicht unfassbar brutal heiß, das haben wir schon schlimmer gehabt. Aber schauen wir mal. Ne?
keine Angst, der Samstag-Stream findet auf jeden Fall statt. Und wenn es draus 50 Grad hat, so auf die Art. Ja, und solange es meine Gnädeln da neben mir gut geht, findet er definitiv statt. Soll ich noch Wäsche aushängen, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für Regen. Ja, jetzt können wir alles unsere Rituale abrufen, um Regen herbei zu beschwören. Ne? Ja, ich war schon in der Waschanlage, ich hab meinen Part erfüllt. Ich möchte Gewitter, aber es soll alles stehen bleiben. Ja, das beißt sie meistens. Das beißt sie meistens. 35 Grad, nimm ich dann. Oh, der Preis ist auch heiß auf Sommer, sehr gut. Ja, ich hab grundsätzlich auch nichts gegen Wärme, weil ich denke mir halt lieber, ist weder schön, bevor das regnet. Weil dann kann man halt was machen, so auf die Art, ne? Und Greisel wird's friert nur, abgesehen davon. Das geht jetzt noch 2 Monate, ja. Es ist schon fast Juli, ja, das darf man nicht vergessen. Wir haben ja nicht erst im April oder im Mai, wir haben schon fucking Ende Juni. Das heißt, du hast dann Juli noch und du hast vielleicht dann August noch und so. Und ab September geht's ja schon wieder rückwärts. Ja. Also ich für meinen Teil, ich genieße jetzt lieber das, dass es wirklich mal heiß und schön ist, damit man auch sagen kann, hey, ich gehe halt in den Biergarten oder ins Freibad oder was weiß ich was, bevor das dann regnet. Weil nass und kalt wird's bald nur und lang nur wieder. Für morgen ist fast die ganze Republik Unwetterwarnung von der gröberen Sorten. Ich habe mir tatsächlich noch keinen Wetterbericht nicht angeschaut. Eigentlich ist ja schon fast Winter. Naja, so weit darf ich jetzt da nicht gehen, aber fast Herbst, darf ich sagen. Fast Herbst, bald Herbst, sagen wir es so. Wir sind aus dem Winter in den Sommer gesprungen. Ja, im Frühling haben wir die 10.000 lassen heuer. Das stimmt tatsächlich. Der Frühling, der weiß ich nicht, der hat Urlaub gemacht. Der hat sich gleich Zeit eingetragen. Der hat sich gedacht, 2023 mag ich mal, habe ich keine Zeit nicht. Da habe ich, weiß ich nicht, ein Bier in Urlaub fort. Das stimmt tatsächlich. Aber gut. Am Ende des Tages, weder können wir ja leider nicht beeinflussen. Oder was heißt leider? Eigentlich ist es gut, dass wir es nicht beeinflussen können. Leute, der Mensch muss ja nicht überall Fingern drin haben. Aber okay. So, Leute, wir spielen mit Dragon's Dogma weiter. Wir haben ja oder seit letztes Mal haben wir offizieller Lindwurmjäger. Da haben wir noch eine Quest offert, das Chiffre. Ich war gestern nur kurz in-game, weil ich noch ein paar Killquests machen wollte. Und dann habe ich zufällig einen... Hochlebe mein Ventilator Gina, kühlt, befriedigt und bläst mir einen an heißen Sommertagen. Press F for Respect für Gina, die sie das anhat. Weil sei habe ich der und mir sind wieder in 61 Bits. Was sollte ich sagen? Genau, mir ist dann gestern noch in der Stadt noch ein NPC untergekommen, der wo mir Infos gegeben hat zu dieser Mission, und jetzt ist auf der Hauptmap ein Kreis eingekringelt, wie ich letztes Mal schon vermutet habe, wo wir hingehen müssen. Und das werden wir jetzt dann gleich da. Was wir dann sonst noch heute treiben, das sehen wir dann, da die sagen, wir werden glaube ich heute einmal so ein ganz kleines bisschen Backtracking betreiben, wenn ihr euch nur erinnern könnt, wir haben im ersten Dragon's Dogma Stream also eine Passage gefunden, wo es Richtung Hexenwald gegangen ist, wo ziemlich starke Banditen waren. Da werden wir uns auch noch ein bisschen umschauen. Und dann sehen wir schon, was auf uns zukommt. Ne? Ein NPC, der nützlich war, erstaunlich. Ja, der war tatsächlich... In Dragon's Dogma gibt es, was Missionen angeht, viele NPCs, die dir sehr, sehr schnell weiterhelfen können. Also du musst es halt erstmal finden, ja, aber... Ne? Das Jahr habe ich nachgedacht, mir und bald ist der Sommer wegen nur ein Diesel da. Alles andere ist noch nicht ansatzweise fertig. Ja... Das wieder heuer generell seltsam, da ich fast behaupten. Ne? Wir haben in der Firma 21 Grad gehabt im Büro, mein Zimmer im Dachgeschoss hat mit Ventilator 27. Ich möchte jetzt gar nicht wissen, wie es die Leute jetzt aktuell bei uns in der Spätschicht geht. Ja? In der Spätschicht, also ich schätze mal, dass da jetzt mindestens 32 Grad drin hat, und ihr müsst euch vorstellen, das ist eine Halle, da stehen mit Sicherheit, keine Ahnung, 300 Maschinen drin, wo Gusseisen bearbeitet wird. Die Maschinen werden teilweise mit Öl gekühlt. Könnt ihr euch vorstellen, wie dampfig das so drinnen ist. Also ich bin direkt froh, dass ich am Sonntag mit der Nachtschicht starte und nächste Woche noch keine Spätschicht nicht habe. Aber gut. Die werden es auch irgendwie überleben, sage ich jetzt einmal. Ja? So, Freunde, wir schauen jetzt in-game. Der Stream heute wird wieder gehen, wie immer etwa circa bis 7, halb 8. Und dann, glaube ich, passt das wieder für unter der Woche. Am Samstag haben wir eine lange Session, okay? Ich sag's gleich am Anfang nochmal dazu, ich werde nachher noch eine Kleinigkeit dazu sagen. Wir haben am Samstag einen 12-Stunden-Stream, ja? Anlässlich des 2-jährigen Jubiläums meiner Wenigkeit. Genau. So, dann wir nochmal switchen. Ich habe meine Kameraposition da umgeschoben auf die rechte Seite, ja, also nicht schräger. Mir ist nämlich aufgefallen, dass auf der linken Seite die Position etwas suboptimal ist, weil ihr da die Minimap nicht zeigt. Und ihr braucht ja jetzt meine Fähigkeiten, die wo ich im Kampf nutzen kann, ja auch nicht unbedingt sein. Das kann ich ja eh erklären, abgesehen davon.
Hätte ich jetzt fast behauptet. So, Moment, ich hab da wieder vergessen zum Schreiben. So, jetzt. Gina. Ein Mixer-Ventilator, ein Sizer-Ventilator. So, wir laden das Spiel, Freunde. Freunde der Sonne. Ich habe halt übrigens ein ziemlich großes Windows-Update gehabt, was mich wundert, weil ich am Montag nach der Heimkehr eigentlich noch ein Update gemacht habe. Das hat ziemlich lang gedauert, aber glücklicherweise funktioniert alles wie gehabt. Sabi, grüß dich, habe Tiere, Lörk und Huhu. Vielen lieben Dank. Späßel von mir hackelt in der Alu-Gießerei, der ist temperaturresistent. Den habe ich noch nie so gehört. Ja, wenn du in der Härterei oder in einer Gießerei arbeitest, da schreckt die draus. Also, ich kann da gerade sagen, von unserer Härterei in Gruvig unter, die gehen heute aus der Halle und die ziehen sich einen Anorak an, weil die friert. Da gebe ich den Brief und Siegel drauf. So auf die Art, ne? Gut, genau. Kurz zur Info. Wir haben ja jetzt, wie gesagt, die Hauptmission das Chiffre und ich habe ja letztes Mal gesagt, da meine ich mich erinnern zu können, dass wir da ja Romat irgendwo einen NPC treffen, der wo für dieses Chiffre mehr oder weniger verantwortlich ist und dem ist auch so. Werden wir jetzt da gleich einmal straight hinreisen. Ich habe offstream, weil es sich halt neu ergeben hat, nur die Disziplinpunkte ausgegeben, die eine oder andere Fähigkeit dazu gekauft, beziehungsweise halt aufgewertet, aber sonst habe ich nichts gemacht. Ne? Ist aber sowieso klar. Und wir schauen uns jetzt halt in aller Ruhe diese Hauptmission an. So. An den Ole, schön, dass du da hat's, gefreut mich. Ich wünsche den Ole einen angenehmen Abend, einen angenehmen Aufenthalt und ja. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. Es kehren mehr Viecher in Gransis zerpimmelt, hätte ich fast gesagt. So, das schaut mir schon wieder an, wenn es da... da scheint es gerade morgen zu sein. Das ist gut. Gut, dann schauen wir mal. Was haben wir aktuell für Stufen? Stufen 21 haben wir immerhin schon. Ja, ist ja gut. Was habe ich für Belastung? Ja gut, stimmt, ich habe ja noch meinen großen Zielkristall dabei. Ne? Der frisst natürlich ganz gewaltig Gewicht. Und da habe ich auch noch irgendeinen so einen Schund dabei. Das hätte vielleicht noch einlagern sollen. Also wurscht. Okay. Tut ja noch nichts. Ist der Cam absichtlich rechts? War nicht immer links? Ja, die ist rechts. Weil ihr sonst links unten die Minimap nicht zeigt. Und das finde ich wichtiger, als wir auf der rechten Seite die ganzen Angriffe, die ich machen kann. Also kampfbereit, ergreifen, starker Angriff, leichter Angriff, Fähigkeit nutzen, bla bla bla. Das ist für Enkel. Die hau dich zusammen wie ein Schnitzel, du Arschkeibe. Was möchtest denn du überhaupt, ha? Oh, der war gar nicht einmal so übel. Genau, das ist der einzige Grund. Das ist generell was früher so, dass ich immer eine Cam-Position gehabt habe. Aber mittlerweile variiert die. Ja, das mal links unten, mal rechts oben, mal rechts unten, mal links oben. Das hängt immer so ein bisschen vom Spiel ab. Wobei ich jetzt tatsächlich gerade zeigt, bei dem Spiel darf es sich tatsächlich anbieten, die Cam nach oben hin zum Schirm, weil oben ist nämlich absolut gar nichts. Ne? Und ich kann es natürlich auch so machen. Ne? Das darf wahrscheinlich noch mehr Sinn machen. Bei Elden Ring war es zum Beispiel so, da waren wir oben unterwegs. Grafik ist gar nicht mehr schlecht für PC. Ja gut, ich sage jetzt mal so, der PC hat eigentlich immer ein bisschen eine Grafik als die Konsole. Ja? Also das ist jetzt kein Konsolenfront und kein Konsolen-Hate und sowas. Ich bin selber langjähriger Konsolero, aber du hast halt auf dem PC viel mehr Möglichkeiten. Ja? Irgendwer schießt doch da, ich hör's doch. Bin doch nicht bescheuert. Wo auch immer, egal. Aber ja, die Grafik auf dem PC ist natürlich für das Spiel schon sehr, sehr geil gemacht. Sehr gut, der Laufbahnrang wurde erhöht.
Das wird so lustig da hinten mit deinem Bogen, gell? Oh, den schießt ins Nirvana. Euro. Ich bin am liebsten in der Mitte vom Spiel. Ja, das ist die perfekte Position, oder? Direkt in der Mitte. Mit der eigenen Legend das eigentliche Spielgeschehen verdickert. Das ist der Top. Nicht, wenn man einen schlechten PC hat. Ja, gut, okay, das ist ja jetzt wieder eine andere Geschichte. Ich sage ja, man hat auf PC, man hat mehr Möglichkeiten. Ja? Inwiefern man diese Möglichkeiten ausschöpfen kann oder sie nutzen kann, das ist natürlich jetzt wieder auf einen anderen Ziel. Ah. Sie die Schützenheinis da überlegen. So, heilen wir schnell geschwind. Also, sie ist schon bemüht, gell? Sengdao. Oder wie auch immer die heißt. Sie ist schon bemüht. Da kann man jetzt ausnahmsweise mal nichts angreifen. Mir wundert es nur, dass am helllichten Tag da so viele Banditen rumrennen. Augenmerk soll nicht das Spiel sein, sondern wie Botschaft sich das Streamer anstellt. Ja, das hängt wieder vom Spiel ab, ja. Immer gut, wenn du mal mit Quitscheanteil in der Planschbecken sitzt, ja, dann mache ich dann da die Spähe und einer steht auch so klar machen. Ja, dass man ja nur dein Astralkörper sagt. Das war ich hoffentlich sowieso klar. Ja, weil ich mein, soll ja Geld reingehen. Hab ich mal gehört. Ja. Let's have a look. Also jetzt würde ich gerade sagen, warum leichten die ihre Schwerter, weil die am Feuerbuff, no? Quietscheente, ich sammle die. Echt? Meine Haut halt ab bis Kuchenbrunzer, was möchtest denn, ist auch ähnlich. Oh, ja, Kartoffeln haben los grüßen. Mal wenn nicht ich, wer dann? Sonst noch wer? Na, sagst du, möchte ja meiner. Mit einem Bohrer am Poolstreamer machen. Weißt du, was das bitte ist? Ich trau's dir sogar zu. Sei. Ja, hab nicht viel, aber wenn dann besondere. Ach so. Da, man, es gibt Sammelquietsche-Enten? Auf der Welt kannst du wirklich alles sammeln. Ist dieses Elden Ring von dem so? Dampfe, aber die. Nein, das ist eher. Wie soll ich sagen? Es ist eher mehr Skyrim wie Elden Ring. Also es ist deutlich mehr Skyrim als Elden Ring. Ja? Also es ist ausnahmsweise mal kein Souls-Titel, Dampfe. Das kann sogar dir gefallen. Es ist mehr so Oblivion Elden Ring-like. Ja, wahrscheinlich Oblivion Skyrim-like, so würde ich sagen. Das war nicht der erste Teil. Dragon stoppt man doch. Das ist der erste Teil. Also inklusive Add-on halt. Weil es eine Teufelsente geschenkt hat. Was ist denn eine Teufelsente? Ja, mehr Spurten müssen wir, habe ich gehört. So. Stimmt, da war nämlich ja so eine Festung, da kommt später auch noch eine Mission. Kann ich mich wieder erinnern. Richtig, genau. Schickst der Bell in die See, alles klar, passt. Perfekt. Oh, da ist eine Kiste. Verstummungsfall, brauche ich nicht. Scharfe Metzen mit überdimensionalen Großschwert als Begleiter. Ich glaube, ich brauche die Spur. Glaub mir's, du hast keine Vorstellung, wie abstrakt manche Charaktere da ausschauen können. Ja? Du musst dir vorstellen, also die da, die mit dem Dirndl, das ist natürlich offensichtlich meine, weil das die Vollbuserte ist. Ja? Du kannst ja quasi in dem Spiel dein eigener Charakter erstellen, also und du hast einen eigenen Begleiter, der wo immer an deiner Seite ist. Den kannst du auch eigens erstellen. Und die anderen zwei Begleiter, das sind immer Begleiter von anderen Spielern. Also das ist quasi ein Singleplayer, der auf Multiplayer macht, sozusagen. Die Waffenlänge ist mir schon abstrakt, nur. Oh, das ist ein Schattenwolf. Den schießt man mal einen Pfeil nicht in den Anschein. Da gibt es halt mehrere Klassen. Weil ich bin jetzt zum Beispiel ein Streicher, mein Hauptgefährtin ist auch ein Streicher, sie ist ein normaler Magier und sie ist ein Kämpfer, glaube ich, heißen die. Weiß jetzt nicht mehr genau.
Kattel, hab ich dir, grüß dich. Wie geht's da? Schon lange nichts mehr gehört von dir. Alles fit bei dir? So, da müssen wir sowieso später mal her. Das heißt, das ignorieren wir jetzt, weil wir noch, da ist eine Kiste, meine, oder? Nein, doch nicht. Da, wie die zum Beispiel. Ah, wobei, nein, das ist kein erstellter Charakter, der ist vom Spiel selbst. Streicherbratschig. ich nehm den mit Cello, hätte ich fast gesagt. Bis auf zwei. Was treibst denn du die ganze Zeit? Erst ein Bruch an Arm, jetzt gebrochene Rippen. Was gibt denn als nächstes? Aber gute Besserung an der Stelle. Scheiß HP, zupft ey. HP Notcenten hat schon geholfen. Ah. Ja, auf der Schluffel zum Drillern. Aber zum Fall, ach du Kacke. Hey, du gehst stiften, das kannst du aber gleich vergessen. Sehr gut. Wurde in der Baugruppe bis zum Schlüsselbein hochführt. Ach du Kacke! Ja, dann, das kann aber ganz böse ausgehen, gell? Da hat mir mein Schwiegerpapa mal eine Horrorstory erzählt. Weil der arbeitet ja auch auf dem Bau. Alle, die mal für Verschützung werden, ist ungeil. Und vor allem, da geht's auf Zeit. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Aber an der Stelle natürlich von Herzen gute Besserung. Ne? Heute Start. So. Jetzt haben wir da Muntermyrte, ja. Das ist nicht die maulende Myrte, sondern die Muntermyrte. Ja, hat auch noch nie geholfen. So, Cutscene, Freunde der Sonne. Him who knows that I know what he seeks to know, knows it well, while he who knows not what I know, or know not. Passt schon, Dampfe. Hab ich heute schon hinter mir. Tatsächlich. Und viel Spaß. Und merci dir. Lass dir gut gehen. You see me, yes? Then congratulations are due. You have found the man you seek. I am, or was, perhaps like you, a child of man, bound to the dragon. Well met, young Arisen. I am he who was forged by the dragon. Das ist nämlich ein Muster. Also quasi zur Erklärung, der Typ, das ist der Drachengeschmiedete, das ist der Erweckte vor unserer Zeit, also der ist vor ein paar tausend Jahren quasi, glaube ich. Ich möchte jetzt nicht hundertprozentig sicher sein, weil mit der Lore bin ich jetzt nicht so hundertprozentig vertraut, aber er war halt vor Jahrhunderten der Erweckte, das was wir im Endeffekt jetzt mir haben. Auch er ist an den Drachen gebunden, oder war an den Drachen gebunden, und wenn mir nicht alles täuscht, ist das der NPC, den der Matze umgebracht hat. Da wo dann scheinbar Spiel nicht mehr weitergeht. Naja, auf alle Fälle kann man da ziemlich gut looten. Und erst, das ist natürlich sowieso klar, ja, wir kennen den nicht, der ist ein fremdes Haus für uns, aber wir rammen ihm erst einmal seine ganze Bude aus, weil warum nicht? Ich hab nur noch eine Hilfe rausbekommen, bis es mir die Lichter ausgeknipst hat und wird dann wieder wach, womit ich... Ja, da geht's wirklich brutal schnell, weil der Schutt den kompletten Sauerstoff abzwickt. Sowohl im Blut als auch den in der Lunge.
Also das ist echt nicht ohne, da hast echt ein richtiges Dusel gehabt. Die Geschichte kann irgendwie keiner toppen. Wie ich mir mein Cut am Schädel geholt habe, war eine im Krankenhaus, die hat sich in Linz beim Stöckelpflaster mit High Heels den Knöchel gebrochen und am anderen Haxen wegen einer exzessiven Nachmittag am anderen Knöchel. Ja, das ist natürlich, ja, das ist dann der Jackpot, gell? Das ist dann natürlich der Jackpot, wenn du beide Haxen brichst. Da ist noch mehr Zielkristall, jetzt haben wir nämlich schon 2. Da werden wir einen am Ausgang von der Höhle da deponieren, weil ich glaube zu wissen, dass wir später irgendwann auch noch mal da her müssen. Wer habe ich der? Solz-Sepp und der ist Solz-Sepp und der ist Chat. Ja, es ist kein Solz-Spiel nicht, aber auch habe ich der Solz-Kollege. So, wie gesagt, erst rammen wir mal unsere ganze Bude aus. Weil wir müssen schließlich auch schauen, wo wir bleiben. Ne? Das ist mir hoffentlich klar. Da können wir auch noch eine Gramm. Und wie geil war das aus Twitch-Name Solz-Sepp? Ja, da müsst ihr jetzt aber permanent so Soul-Spiele spielen, ne? Weil Solz-Sepp. An denjenigen, der daran denkt, sich irgendwann einen Twitch-Account zu machen, um zu streamen, du hast einen Namen, Solz-Sepp. Gemäß dem Fall, du bist männlich. Also Sepp kannst du ja als Weiberleit nennen, aber passt halt wahrscheinlich nicht. So, der Drachengeschmiedete. Seid gegrüßt, Erweckter dieser Tage, frisch geschmiedetes Glied der großen Kette. Wenn ich ein Glied schon wieder lese. Oder wenn der Sei ein Glied schon wieder hört. You have come, seeking meaning for that slate, and the words it bears. There is none. None, save that it brought you here to me. My form can be discerned only by the true Arisen. I am the Dragon Forged. Go now. Tell him that gave you the cipher of what you have heard here. Berichtet von euren Erkenntnissen. Ja, also wir haben jetzt im Endeffekt nur da hergerannt, um zu sehen, wer der Drachengeschmiedete ist. Oder um kennenzulernen, oder außer zu finden, dass es einen Drachengeschmiedeten überhaupt gibt. Und ich glaube, zu der Höhle da müssen wir noch 3 oder 4 Mal im Laufe der Geschichte, deswegen werden wir uns direkt da einen Zielkristall hinsetzen, dass wir nicht da jetzt mal wieder herstiefeln müssen. Ja, das machen wir jetzt ganz einfach. Zielkristall benutzen. So, und der sitzt jetzt da. Jetzt können wir mit unseren Reisesteinen jederzeit da an diesen Punkt hierher reisen. Und das ist zauberhaft. Ja? Das ist zauberhaft flauschig. Was lernen wir daraus? Hat's die scheißhauer Schuhe weiter. Sau unbequem, gefährlich und ungesund. Naja, aber geil. Also aus Männersicht jetzt. Ne? Was der DBD-Update? Ja, let's go, da ich sagen, oder? So, wir müssen jetzt von unseren Erkenntnissen berichten. Das machen wir jetzt gleich. Ich kann mich noch erinnern, wir haben da mal auf eine Chimäre getroffen und mit der haben wir quasi Modo noch eine Rechnung offert. Ja, wir haben uns die letzte Chimäre oder die erste Chimäre, da hinten läuft's. Die haben uns ja schon vorgeknöpft, die haben wir ziemlich gut zusammenzipfeln können. Jetzt schauen wir mal, ob wir die Chimäre da genauso gut umpimmeln können. So, tu mal. Okay, du kommst gleich vom Haus aus. Ich wollte eigentlich hinten auf die Ziege, ich wollte hinten drauf. Alter Knuna, du bist richtig OP. Du weißt ganz genau, was zum da ist. Erst einmal muss der Schlangenschwanz ab. Schwanz muss ab. Sehr gut. Ab die Möhre. So, jetzt auf die Ziege, Freunde der Sonne. Schön Ziege vom Bugel schneiden. Weil wir machen bei schon guten Schaden, gell?
Oder mischen sie jetzt ein paar andere Viecher mit rein, das macht uns aber nichts. Epische Musik incoming. Ist die Gors jetzt schon hin? Ich will jetzt gar nicht sehen. Ja, die Gors lässt den Kopf steigen, die ist schon hin. Boah, die ich mir einmal mal dezent von der Luft fischt. Ich lese den Chat gleich, keine Sorge. Wow, der hat mir einen Roundhouse-Kick gegeben. Ich weiß eh nicht, wann ich Mülleimer aufgesagt habe, Happy. Ne? Wann habe ich gesprochen Mülleimer auf? Hä? Chef wo hinten die Ehre genommen. Alter, die macht schon wieder einen Bodycheck auf mich. Ist ja nix. Hat er auch gesessen. Also aber gleich. Warten gleich. Hey, hat die jetzt Harpien gejagt, oder was? Jetzt hat. Ottenschau. Sehr gut. So, aber leider haben wir noch, jetzt muss ich kurz den Chat noch lesen. So, was? Das schaut aus, wie wenn der Löwe von der Gors penetriert wird und sie als Schlange als Plug dient. Ja, das ist halt eine Chimäre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie Chimären in der Mythologie von Griechenland gehandelt werden. Ich weiß definitiv, dass er Löwe ist und dass er einen Schlangenschweif haben. Aber ob er Ziege mit dabei ist, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Das weiß ich nicht. Reppi, aber ehrlich, was ist denn das für ein hässlicher Pinguin? Es ist eine Löwenschlangenziege. Was vielleicht irgendwann zum Pinguin wird, wer weiß das schon. Keine Ahnung. Preis habe ich, was hat der Preis gesagt? Jetzt hast Verreden vor einem Wurst, jetzt hast du vorhin von einem Wurstsalat geredet, oft werde ich mir ein paar Knacker und einen Zwiebel in eine Schüssel schnürzen und mäßig steuert. Richtig so bei dem Weder. Richtig so, ja, auf den freue ich mich tatsächlich schon. Wie gesagt, bei dem heißen Weder ist einfach ein Wurstsalat Beste. Gut, gelootet haben wir das Viech.
Stufen erreicht haben. Auch, wo haben wir denn jetzt eigentlich in der Map aktuell gerade? Okay, das haben wir da in Rom. Okay, ja gut. Ja, perfekt. Es hat ja ganz gut funktioniert. Dann kehren wir mal schnell kurz in die Hauptstadt zurück. Und erstatten Bericht. Beziehungsweise der wir erst einmal unser Lager aus oder unser Zeug einlagern, damit wir wieder einmal ein wenig mehr ein wenig schneller unterwegs sind. Du bist das Saus Rindfleisch mit roten Zwiebeln und Kernöl. Ja, aber das dauert ja wieder. Es muss ja schnell gehen. So, müsst ihr Zeit schicken. Ich meine, ja, ist geil, was da vom Start belässt, definitiv. Aber Wurstsalat geht halt schnell. Im Vergleich. So. Saugfähigen Lappen brauchen wir nicht. Weg, 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 weg. So. Die 2 Reisesteine, die wir weg, die brauchen wir auch nicht. Das tun wir weg, das tun wir weg. Leere Flaschen weg. Laternen brauchen wir. Brauchen wir auch nicht. Den Zielkristall lassen wir mal noch mit dabei. So, das Chiffre können wir auch mal einlagern. Braucht auch keine Sau nicht. Bronzene Figur können wir. Kombinierbar selten Gunst bei Aldous. Okay, ja, das lagern wir auch mal ein. Die können wir verkaufen. Das ist in Ordnung. Haben wir Silberbundle gekriegt. Passt. So. Können wir mir schon Fähigkeiten lernen? Ja gut, mit 1500 wird es ein wenig schwierig. 100 Küsse. Was ist das? Ein verbesserter scharlachroter Kuss. Haben wir einen scharlachroten Kuss? Schädelsplitter, den haben wir schon. Nein, brauchen wir nicht. Ah, da haben wir die Steigerung von 3-fachen Pfeil. Da haben wir jetzt dann den 5-fachen Wirbel. Das ist gut. Da schießen wir nicht mehr 3 Pfeile, sondern 5. Das ist gut. Können wir uns aber allerdings noch nicht leisten. Also sparen wir da auf alle Fälle mit drauf. Also das Armstecke halbiert den Verbrauch der Ausdauer beim Festhalten an Objekten. Das ist eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit. Definitiv. Reppi, ist eigentlich alles gut bei dir? Geht noch schneller, wenn man einen Salat weglässt. Also nur mit... okay, ein guter Witz. Okay, perfekt. So, warte mal, jetzt muss ich da nochmal schauen, ob die anderen... Okay. Was ist das? Ein Federkiel. Ein Schreibgerät aus Vogelfeder gefertigt. Ja, toll. Schön. Okay. Passt. Ob alles gut ist bei mir? I wonder. Ich hoffe doch. Reppi, ich hoffe doch. Gut, der wir da nur schnell kurz wieder ein wenig. Und wie viel haben wir jetzt? Simme, kaufen wir 8, den nehmen wir bei 15 mit. Das passt eigentlich ganz gut. Und dann können wir die bronzene Figur noch schnell geschwind verkaufen. Die Wait a minute. Ich meine, ist klar, ein Kreiterlung wird wahrscheinlich nicht viel mit einer Bronzefigur anfangen können, aber wie schaut es da bei dir aus, Charlie Brown? Okay, du gibst mir auch nicht mehr. Eine kleine Figur, die ihren Besitzer berechtigt, mit einem begabten Handwerker Geschäfte zu machen. Dieses Exemplar ist aus polierter Bronze. Ich glaube, die hebe ich mal auf. Ich hätte eigentlich doch gedacht, die kann man gut verkaufen. Okay, scheinbar nicht. Scheinbar ja nicht. Aber gut, ich renne euch jetzt auch nicht mit Schund umeinander, gell? Das ist hoffentlich klar. So, erstatten wir mal Bericht. Bei unserem neuen Auftraggeber. 1 Bericht erstatten. Essen das wie Schnackseln, man kann beides geschmackhaft vorbereiten oder ein ins Viech. Anlaufstock gleich, ne? Haben wir mal sagen lassen. Da tut der eine oder andere nicht. Und möchtest du Wettrennen machen, oder was? Hast du wenigstens kurze Füße? So, die Oberstadt. So, da können wir Bericht erstatten. Wir erstatten Bericht. Not a text, you say? A cipher, crafted to bring you to the Dragonforged. I see. If this man speaks true and is immortal, there's a fair chance he guided his grace as well. Be that the case, his words are well worth heeding, sir.
Meet with him as time allows. With luck, he'll lead you to victory as well. Auftrag gemeistert. 10.000 Erfahrungspunkte für das bisschen im Endeffekt. So. Jetzt können wir uns da bei ihm gleich einen neuen Auftrag holen. To show you the ready chart, the choice is yours. Eine Monsterblaue bekämpfen, einen Kult untersuchen oder eine Forschungsgruppe unterstützen. Ein Kultuntersucher ist glaube ich, zauberhaft. Vielleicht findet man in dem Spiel die Krähen, dann können wir die mal wegen, ne? I Ja, ist fear wurscht. this task is no simple call to action, sir. It will no doubt take time and a more subtle approach than your other work. So. Perhaps you've heard of the society they call Salvation. In truth, most of what we know is the product of such hearsay. They are a band of heretics who worship the dragon and welcome the perdition it brings. In the chaos come with the worm's arrival, their influence has grown. Ill news indeed. Pray, keep watch for signs of salvation as you go about your business. If you find aught, tell me. Good. Eh klar. Rest easier for it, sir. Erfahrt mehr über die Erlöser. So, was haben wir denn jetzt sonst noch? Gut, das sind alles Killquests, mit dem belästige ich jetzt im Stream natürlich nicht, ne, weil das ist ja langweilig. Wir wollten mal noch ein wenig Backtracking betreiben. Zyklopen müssen wir einmal noch 3 machen. Möwenjagd. Ja gut, das bringt nur 750, okay. Nehmen wir jetzt das einfach mal als Hauptmission. Und dann schauen wir mal, was auf der Map-Phase ist. Ob uns da irgendwas da herunter schauen wir. Am Brunnenplatz. Das ist eh da, wo unsere ganzen, da wo unsere Taverne ist und dort, wo der Schmied ist. Da haben wir auf alle Fälle schon mal einen Hinweis. Können wir schon mal hinschauen. Da war ja mal. Und ausruhen werden wir uns dann, bevor wir losziehen, natürlich auch wieder, weil vielleicht hat es ja etwa irgendwer meinen Vasall ausgerichtet. So, was ist mit dir jetzt? Ah, arisen, sir. Ah ja, mit dem haben wir letztes Mal schon geschmatzt. Die nehmen wir jetzt einfach einmal an. So, hast du irgendwas Interessantes? Natürlich nicht. Was kannst du eigentlich? Hast du zufälligerweise einen Zielkristall? Nein, der hat nur Reisesteine, okay. Na gut. Verhandelt über die Räumung. Erst einmal nicht. Sollen wir uns erst einmal Infos zu unserer Hauptmission ein. Es hat mich letztes Mal schon gewundert, dass auch vor mir keine Musik mehr in dem Spiel ist. Who among you has seen the dragon? So, irgendwo da runter. Beziehungsweise da hinten. Ach, der ist innerhalb der... Ah, da ist er ja, da ist er ja. Asking after salvation, are you? You'll be one of Mason's friends, no doubt. All too eager, that one. He's been questioning everyone with ears to listen. Aha, vom Mason haben wir ja letztes Mal den einen Auftrag gekriegt. So, was haben wir jetzt da? Ah ja, das mit denen... Da müssen wir quasi Begleitschutz geben. Machen wir jetzt erstmal nicht. Okay. So, Mason. Wo ist der Mason? Der Mason ist da rund, so wie es ausschaut. Der hat uns ja letztes Mal schon einen Auftrag gegeben. Das war ja der wo gesagt hat, hey, in der Nacht schleicht irgendwer aus dem Schloss raus, den sollen wir doch bitte einmal verfolgen. Und dann haben wir doch draufgekommen, dass er eigentlich eine knallen hätte können und er hat es aber eiskalt abblitzen lassen. Ja, das haben wir ja letztes Mal noch gesehen. So. So, und der Mason ist jetzt da herunter, oder was? Mason wo? Da ist er, der Mason. Looking for me, friend. Bearing good tidings, I hope. Else here to put me in chains, I'll wager. No, it's salvation brings you here, aye? Oh weh. I've had cause to ask the good folk of Gran Soren about salvation myself. Seems I'm cursed with a villain's mien, though. One look at my face, stalls a man's tongue dead. Had I your gentle manner, I'd have them singing long and loud, no doubt. Essen gibt's jetzt auch bei mir Currywurst mit Pommes it is.
auch eine geile Geschichte. Ja, ich wünsche dir wohl einen guten Appetit. Seems to me we share a common goal. Perhaps you'd take on my investigation. Ah, that's grand. Here, take this with you. Was haben wir jetzt gekriegt? Mal ganz langsam. Erlöserabzeichen wird von allen Mitgliedern der Loge der Erlöser getragen. Es scheint zu signalisieren, dass man ihre Ideale teilt. Ja, das ist ja blöd, das sehen wir ja nicht. Setzt eure Erkundungen zur Loge fort. Okay. Hey, wait a minute, jetzt haben wir da 3 Punkte auf der Map. Sag ich das richtig? Einer ist noch in der Stadt. Okay, die haben alle in der Stadt. Die haben alle 3 in der Stadt. Okay. Ja gut. Ja, bitte gern. So. Schauen wir mal, hat der Mason... Irgendwie ist mir der Mason einerseits finde ich ihn sympathisch, aber auf der anderen Seite ist er mir irgendwie ein wenig suspekt. Ich weiß es nicht. Der hat irgendwie immer mit so ganz zweifelhaften Gestalten zu tun. Ja, wie jetzt zum Beispiel mit dieser Loge da. Und beim letzten Mal hat er auch irgendwie gewusst gehabt, hey, Moment einmal, da geht irgendwas im Schloss vor sich, wo es nicht sein soll. Finde ich irgendwie, ne? Ich traue dem Braten da noch nicht so ganz. So, jetzt müssen wir aber auf alle Fälle erst einmal diese 2 oder 3 Hinweise da finden, die wo Sie auf der Minimap sehen können, diese roten Kringel. Ne? Und dann schauen wir mal, wo uns die Reise da dann hinführt mit der Mission. Ich glaube, da weiß ich auch noch so ganz dumpf im Hinterkopf, dass wir da in irgendeinen dunklen Dungeon rein müssen. So, die hat auf alle Fälle schon mal was. Hey du, wie schaut's aus? Oh, I see we are kindred spirits, sir. Will you be at the gathering then? Word is there's to be a high officiant presiding. Not that us lot will be permitted to speak with one in such an office directly, mind. Okay, was willst mir jetzt du eigentlich sagen? The gathering's to take place down in the catacombs, I hear. You'll not find me there. It's far too dangerous a place to brave for a night's diversion. Ah, durchsucht die Katakomben. Ja gut, der kriegt der Plus. Ja, der hat mir einen Hinweis gegeben, der wo uns hilft. Das ist gut. So. Ja gut, das kann man aber... Jetzt passt auf, wo ist denn das überhaupt? Die Katakomben, die haben wir doch schon mal aufgesucht. Das waren doch die... Ah, deswegen ist die gesperrt gewesen. Stimmt, weil da haben wir ja mal reingegangen, weil ich mir gedacht habe, da kann man einen schönen Dungeon machen, aber da haben wir nicht weitergekommen. Weil dieser Dungeon da hauptmissionsbezogen ist. Deswegen. Und da ist der zweite Eingang. Und da kommt man dann da wieder raus. Jetzt wieder Schuhe draus, Freunde der Sonne. Ja gut, okay. Das können wir ja machen. Das haut schon hin. Beziehungsweise kann man mal schauen, ob wir durch den Loot, den wir gerade alles ergattert haben, ob wir da vielleicht noch irgendwas verbessern können. Ja, wer weiß ja. 6. Tag können wir dann Waldbogen schon aufwerten. Sogar auf Stufe... Warte mal, ist das Stufe... Stufe... Wie können wir den direkt auf Stufe 3 ziehen? Sage ich das richtig? Tatsächlich. Mehr Damage ist mir gut. So, wie schaut es da bei der Luna aus? Da geht noch nichts. Okay. Halt, wir wollten uns ausruhen. Ja, nicht, dass wir wieder des Nächtens durch die Gegend streifen. Das war natürlich nichts. Das wollen wir ja vermeiden. So, einmal kurz ausruhen. Einmal durchschlafen bis morgen in der Früh und dahin geht's. Beim Asalam. So, wir haben jetzt Stufe 22, unsere Vasallen, also unsere Begleitervasallen, haben auf Level 19, also haben 3 Level Unterschied, das geht jetzt eigentlich noch. Ich darf mir fast vorschlagen, jetzt machen wir die Hauptmission da mal. Und dann werden wir, je nachdem, was wir dann für Stufen haben, werden wir die Vasallen wieder tauschen. Ja, das sollte man ja in regelmäßigen Abständen einmal machen. Hey, nicht rauf! Aha. Ja, Lust zeigt nicht aufhalten, gell? Viel Spaß noch. Gut.
Die saufen doch, ja. Kein Mensch weiß, was die genommen haben, aber sie sollen im Zweifelsfall weniger nehmen. Oder mehr, je nachdem. Oder laufst du Woche? There's a freight convoy not far from here. Come, we'll join them. Oha, was geht denn da? Oh, da helfen wir mal dazu, Rang Goblins. To the Snowed Margret! Die Bestie? Was für Bestie? Wow! Boah, leck, das ist ja... Stimmt! Fucking Hölle, da kommt ja ein Greif! Der ist unflauschig. Das ist ein Stierknackvogel, Freunde der Sonne. Was hat der jetzt die Kuh dabei, oder was? Tatsächlich, der tragt die Kuh spazieren. Lass du dein Wurstsalat ziehen oder isst du gleich noch am Arm? Ich lass ihn ein wenig ziehen. Was heißt ein wenig? Es ist so, den hat man, also quasi, ich war ja heute auf der Baustelle und dann hat meine Mama gefragt, ob ich einen Wurstsalat haben möchte bei der Hitze da dann machen. Dann sage ich, ja, machen wir gerne eine Schüssel voll. Jetzt im Endeffekt liegt er seit 3 Stunden im Kühlschrank. Also ja, er zirkt entsprechend. Aber normalerweise, also wir machen ihn auch eine Stunde später oder eine halbe Stunde später isst man einen. Ja, je nachdem, wenn es halt pressiert, weißt du eh, wie es ist. Aber der Greif, der hat mir jetzt. Ja, Entschuldigung, asozial. Der Greif, der hat mir jetzt abgeholt, mit dem habe ich überhaupt nicht mehr gerechnet. Ich habe nicht einmal mehr gewusst, dass er kommt. Aber jetzt, weil ich es weiß, da kommt später noch was. Ne? So, erste Etappe geschafft. War jetzt nicht viel, aber man muss ja nicht übertreiben. Langsam reiten. Langsam reiten, Wifi, kommt alles mit der Zeit. Haben wir eh geschmatzt gestern. Ich werd da halt übrigens noch ein Fotoline zukommen lassen. Ja? Haben wir ja gestern gesagt. So, jetzt müssen wir auf alle Fälle erst einmal in die Katakomben. Aber der Greif hat richtig geil ausgeschaut. Von den Details her. Ne? Gut, da kommt zwar kein Next-Gen-Greif nicht dran, aber man muss ja bedenken, das Spiel hat ja schon 11 Jahre auf dem Buckel. Ne? Beziehungsweise das Addon hat 9 auf dem Buckel. Oder 10. 10, Entschuldigung, 10. So, jetzt muss ich gerade schauen, wo da die Brücke ist. Die war da ja hinter irgendwo. Unterhalb von der Brücke. Ja, da ist. Und unterhalb von der Brücke ist dann der Eingang zu den Katakomben gewesen. Der erste Eingang zumindest. Der zweite ist ja woanders. Da ist die Brücke. Auf jeden Fall ist mir warm und ich habe vergessen, einen Fitbit auf zum dort. Sie fix, was ist denn der Fitbit? Eine Pulsuhr. Ah, okay. Pulsuhr. Ja, gut, okay, das ist jetzt. Du weißt zwar jetzt nicht, wie du dran bist, aber du bist auf alle Fälle dran. Sagen wir es so. Oh, der Flauschnädel! Oh, der Flauschnädel! Die der wir nix. Ja, wir sind Haus. Ja, wobei eigentlich müssen wir schon da, weil wir haben einen Kühlquest offen. Aber das ist halt äußerst unmenschlich, dass man einen kleinen Hosen am Pfeil an den Arsch reinschießt. Ja? Machst du ja noch eine extra Runden? Fleißig. Aber, wie gesagt, nicht übertreiben. Hasis, das tut mir unfassbar leid. Aber wir haben eine Killquest, die wohl leider sagt, dass wir Hasen töten müssen. Da der im Real Life nie durch. Ihr wisst es so, ich bin absoluter Bekenner der Flauschknädel-Dynastie. Ja? Mörder, ja, es tut mir leid. Aber, wie hast du gestern gesagt, die XP verdienen sie schließlich nicht von der Lore. Ja? Mir tut es auch in der Seele weh, dass wir virtuell Hasen töten müssen. Ja? Es tut mir leid. Wir können uns ja vielleicht vorreden, dass die Hasen alle eine schwere Krankheit haben und sonst elendig sterben müssen.
Ja, und dann kommt der hilfsbereite Bazi daher und schießt einer einfach... Oh, da liegt der Ex. Und schießt einer einfach am Pfeil an anscheinend, damit sie vom Leiden erlöst werden. Ja, ist das ein Deal? Ein überdimensionaler Feuersalamander. Du kannst einfach ein Ragout machen, ja, oder so. Wenn wir es eh schon wieder vom Essen haben, dann kommt man auch ein Ragout machen. Das stimmt tatsächlich. Wenn das mal zum Paula singt, das Gute ist, die singen das ja nicht. Stufe 23, da ist noch einer gewesen. Ha, der hat sich Tonnen. Okay, die haben eine massive Schwäche gegen Feuer. Echsenschwanz, das ist gut. Die anderen, wenn ich einfach mit ihrem 3-Meter-Schwert daherkomme, da wächst kein Groß mehr. Ein Fischaugenstein. Vor allem ist das... Achso, nein, ja, passt. Ich wollte jetzt gerade sagen, ist das nicht ein wenig komisch, wenn Echsen in der Sonne liegen, aber ist ja logisch eigentlich, ne? Echsen mengen ja Sonne. Sonne und Wärme. Alter, was ist denn das für ein Zauber? Ja, aber der. Kurz Heiler machen. So, jetzt schauen wir mal kurz auf die Map. Ja, haben wir richtig. Perfekt. Da hinten scheint irgendein Lager zu sein. Kreuz fixen alle! Schaut aus, wie wenn da Goblins warten. Die, wo irgendwie einen Regentanz aufführen. Keine Ahnung. Was grunzt denn da so saublöd? Hä? Was grunzt denn da so sau? Du mich hörst doch. Na, egal. Gut, wir müssen auf alle Fälle da oben hin. Schauen wir mal. Aha, da grunzen Goblins umeinander, deswegen. Schnauze! Hat man der jetzt ernsthaft gerade einen Holzsteck um den Schädel gezogen, oder was? Ja, okay, wenn du schneller bist, dann... Ja, die haut so fest mit ihrem Schwert am Boden rein, dass der Hügel auseinanderbricht. Ach, da ist der Eingang. Dann schauen wir halt mal, was da so geboten ist, da erinnert. So, da ist auf jeden Fall der Eingang. Hey, da ist ein Riftstein, what the fuck? Okay. Da kann man jetzt quasi unsere Vasallen tauschen. Aber das sparen wir uns jetzt dabei noch. Haben wir auch noch gut drauf. Düster Dungeon-Zeit, Freunde der Sonne. Also ich glaube, bin mir... Ja, okay, das ist ein sehr... Die Katakomben ist ein düsterer Dungeon. Und der kommt aus armen Verhältnissen, der hat bloß einen ein Geringverdiener quasi. Oder wie meinst du jetzt? Ein Hartz-IV-Empfänger. Keine Ahnung. Tanjiro-Moments. Tanjiro-Moments. Oh, da brauchen wir unser... Ah, da brauchen wir unser Lampe.
Okay, die hat jetzt eine Reinigung gemacht, das heißt, sie hat uns von Debuffs geheilt, das ist zauberhaft. Ja, wenn das nicht einladend ist, Freunde, dann weiß es fertig, gell? Heilbrunn, ja, perfekt. Demon Slayer Hügel auseinanderhauen. Demon Slayer habe ich tatsächlich nicht gesehen. Deswegen habe ich jetzt die Anlehnung leider nicht verstanden. Aber wenn du jetzt gesagt hast, das ist so ein Madara-Moment, wo er so ganze Gebirgsketten auseinandersäbelt mit seinem Susanoo, dann hätte ich es verstanden. So, was haben wir da? Da ist auf alle Fälle, da ist zu. Da kommen wir auch nicht, da kommen wir nicht rein. What the fuck? Okay. Na gut, schauen wir mal. Werden wir schon irgendwie hinkommen. Da ist auch irgendeine Treppen. Oberteil, scheinbar. Oder das ist ein anderer Dungeon. Das könnte natürlich auch möglich sein. Die Serie haben doch nicht leer, das ist kein Problem. Dann sag ich doch, schau mal, wer kennt's nicht? Wer liegt nicht an. Zombie-Sepp. Wer kennt's nicht, dass man in einen Sarg einfach einen Haufen Gold reinlegt? Ah, perfekt. Mehr Geld, mehr gut. Kann man da... Ach, das kann man entzünden. So, keine Ahnung, wo wir mir jetzt den Feuerstahl herzaubert haben, aber... Wird schon passen. Ah, man kann einen Zombie jetzt anzünden und dann platzt er einfach, oder wie? Das Licht ist so hell, ich sehe nix. Aha. Ja, der toll. Oh, da liegt der Riftkristall. Aha, warte mal, jetzt in Resident Evil hätten wir jetzt Jumpscare gehabt, hundertprozentig. Geldbeutel der Wohltätigkeit, ja, von mir aus. Der Geldbeutel ist immer gut. Was war jetzt das? Ah! Zombie-Oma! Ja, halt dein Fotzen, da jetzt sind die, ja, das passt dann schon. Leg die wieder hin, ist noch Nacht, da zupft die. Walleck. Birgit, geh wieder aufs Klo, was soll denn das? Sag einmal. Ja, irgendwie, jetzt machst du auch so eine Schwulschäl aus dem... Oh, das platzt da. Achtung! Sprengung! Bitte bei Jump. Da ist ein Hebel, den kann man hebeln. Juwel der Stille. Ja, wo denn? Also wahrscheinlich hinter dir hier, oder was? Okay. Du isst noch schnell ein Zwiebel auf. Gibt's auch einen Bresselfetzen dann. Der riecht zweimal. Mindestens. Ui, da darf er mich heute noch Nacht, wenn ich ins Bett gehe, wieder zusammenreißen mit meinen Ausdünstungen, weil sonst kriege ich wieder einen Arschvoll von der Frau Bazi. So. Mich darf mich interessieren, wie überleben die Zombies da runter, Ole. Da gibt es überhaupt nichts Menschliches mehr, wo es irgendwie halbwegs nach Fleisch ausschaut. Ja, Larissa, die Schlauste bist jetzt du auch nicht, gell?
Hab ich schon gesehen. Fauliges Ambrosia-Fleisch. Nimmer! Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. What the fuck? Ah, fleißig was sagen. Ganz, ganz fleißig. Erweiterungstrank, okay. Da ist irgendwie gefühlt überall... Ah, jetzt haben wir da auf der hinteren Seite. Ja, I see. I see what it is, man. Stimmt, da haben wir jetzt einen Shortcut quasi. So, können wir da mal den Godan aufmachen? So, weil da haben wir nämlich entlang gekommen. Richtig. I see. So, da muss man jetzt irgendwo einen Hebel... So, ist ja schon mal so Hidden Wall, okay. Ah, jetzt fahren wir Ebene oben. Ja, weiter oben ein dunkler Keller, hat noch nie geschaut. So. Achso, mit dem Hebel kann man wieder aufhören, okay. Was haben wir da? Flasche mit Wasser, ja, die kannst du da halten. Kiste. Geppel. Immer. Ah, Spinnen. Perfekt. Flüssiger Elan. Ja, ich brauche da auch mal einen Elan. Tatenverbindung aufgebraucht. Schlechte Elan-Verbindung. Jetzt weiß ich einfach, wo sich die Zombies da ernähren. Von Spinnen, offensichtlich. Siege, habe ich die. Obwohl Twitch gerade einen Disclaimer kriegt, dass dieser Stream für mich unangemessen sein kann. Stichwort für Erwachsene. Jetzt muss nur noch einer auf Twitch sagen, dass bei diesem Kanal mit unangemessen... dass ich da Mod bin. Ja, blöd. Sigi, das müsst einmal, weis einmal Twitch-freundlichst darauf hin, dass du bei diesem Kanal, wo offensichtlich unangemessener Stunden ins Internet gesetzt wird, du da der Moderator bist. Ne? Eigentlich müsstest du denen schreiben, hey, du müsstest eigentlich Twitch soll jetzt das eigentlich mal durchlesen, wenn sie auf meinen Kanal kommen. Und by the way, du bist jetzt offiziell in der Hall of Fame. Es tut mir leid, es hat sich länger gezogen, ich hab's aber irgendwie vergessen. Ich hab's heute gesehen, wie ich die ganzen Kanalpunkte-Requests abgezogen habe. Du hast da auch eine Warnung gekriegt. Das ist jetzt neu bei Twitch. Also da haben sie jetzt neue Sachen eingeführt und jetzt kriegt wieder jeder einmal die Meldung, wenn du in einen Stream reingehst, hey, du pass auf, das ist was für Erwachsene, los dein Beil am besten in der Hosen so auf die Art. Ne? Sollte normalerweise, wenn ich am Samstag dann live gehe, wenn sie das einmal gehabt habt, soll jetzt aber normal nicht mehr kennen. Das ist eigentlich immer, wenn du das allererste Mal Content auf dem Kanal quasi konsumierst. Aber da ja Twitch momentan sowieso zweifelhafte Dinge tut, ne, will ich mir jetzt auch nicht 2000 Fenster lehnen. Twitch, du hast meinen Schund noch nicht gelesen. Richtig. Mir feit die, ist mir doch wurscht außen. Die feit uns, glaube ich, alle. Die sollen sie eine auf den Fuß hauen. Twitch ist momentan so deppert. Ja, gescheit. Gescheit. Und es wird, also wenn die so weitermachen, dann wird irgendwann der Tag kommen, wo sämtlichste, vor allem die großen Streamer, irgendwann auf Kick wechseln. Oder zu einer anderen Plattform. Und dann ist Twitch sowas von am Arsch. Ich mag keine Sorge, ich habe jetzt nicht vor, meine Streaming-Plattform zu wechseln. Ja, für das bin ich einfach, ne, das rentiert sich ja überhaupt nicht. Da, also ich sage mal so, wenn ich Plattform wechsle, dann muss schon ganz gewaltig viel schief laufen. Auf Twitch. Weil die meisten Sachen, die betreffen mich ja noch gar nicht. Ne? Für das bin ich einfach zu kasig. Was auch gut so ist. Ne? Aber die Großen kann ich da schon durchaus verstehen, dass die sagen, hey, ihr habt's mir einen Arsch offen. Was biegt denn da drum? Auftrag gemeistert.
Ich weiß zwar nicht, was für ein Auftrag, aber es steht, dass wir ihn gemeistert haben. So, ich hau mich schnell im Pool. Mr. Seitching, genieß es. Und viel Spaß im Pool. Schwimm nicht zu weit raus. Und bis nachher, denke ich mal. Ist mir Sacke, hört sehr gut an, aber ist mir wurscht. Es hat der Mr. Boxer, also ja, Real-Life-Späßel von mir, der auch ab und zu im Twitch-Chat ist, der wo gestern resubt hat. Der hat das auch aber gesagt, das ist doch mir Sacke. Aber wie jetzt der Geist muss halt beim Besitzer ergreifen, dass ich ihn damagen kann, oder was? Okay. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, Twitch ist momentan noch stabil und groß, nur dass du nicht zusammenredest. Ja, noch! Das ist nur stabil, weil es einen Haufen große Leute, lauter große und bekannte Streamer gibt, die wo für Twitch unfassbar viel Einkommen generieren. Und wenn du es dir aber auf Dauer mit diesen Leuten verscherzt, dann hat Twitch ja mal keine Einnahmequelle mehr. So, ne? Aber ja, klar. Also bis einmal so weit ist, da vergeht noch einiges an Zeit. Ich habe irgendwie keine Ahnung, der Geist, was auch immer das ist, kriegt keinen Damage. Taktikengeister 2. Aber schauen wir mal, der Landauer Streammaster verlässt Twitch ja auch bald. Ja? Und der Landauer Streammaster ist aber noch ein kleiner unter den ganzen. Ne? Ja, die Vasallen haben Wissen erworben. Sehr schön. Ja, wo muss ich jetzt hin, ist die Frage. Ach, da ist die Tier. Ich bin ja der Blinkgänger, da ist die Tier aufgegangen. Dann werden ich nicht mehr schauen, so ist das Leben. Ja. Das ist. Man, die Thematik, die ist halt nicht ohne. Ne? Also jetzt hast du halt einen Bärtigen, ne? Und ich kann ihn schon verstehen. Ne? Ich kann ihn schon verstehen. Aber es geht halt vielen so. Die wo halt, wie gesagt, deutlich größer haben wie er. Und wenn die halt abhauen, die wo wirklich für Twitch extrem viel Einkommen generieren. Weil, wenn du jetzt so Leute nimmst, die wo, keine Ahnung, im Monat 15, 20, 30.000 Subs haben, an jedem einzelnen Sub verdient ja Twitch mit. Ja? Und wenn die nach und nach alle gängern, ja, und auf eine andere Plattform wechseln, Brudi, dann weiß ich es auch nicht. Irgendwann ist halt der Geldhahn dann auch zu durch die Leute. So. Man klar, wenn du halt eine Plattform wechselst, ist halt nicht ohne, weil du schaffst das erfahrungsgemäß nie, dass du. Das war jetzt das Gleiche, wenn ich jetzt auf YouTube wechseln würde. Ne? Das ist nur Konjunktiv, wird nicht passieren. Aber wenn ich jetzt hergegangen und sage, hey Leute, ich stream ab September nur noch auf YouTube, dann ziehe ich da weit nicht alle mit. Sag ich mal, jetzt eine Beispielzahl, ich hab 30 Zuschauer, so, ne? Und sag dann ab September, ich stream nur noch auf YouTube, dann habe ich von die 30 maximal noch 5. Das ist eine Tatsache. Ich habe gar nicht mitgekriegt, dass er weg will von Twitch. Das hat einen ganz einfachen Grund, weil Twitch durch ihre Anpassungen von den Richtlinien sagen die jetzt, dass mit absolut gar keiner Ausnahme mehr, also jeder Streamer auf Twitch darf nicht mehr parallel auf einer anderen Plattform streamen gleichzeitig. Und das tut ja der Birger, ne? Nennen wir das Kind einfach beim Namen. Das heißt, der Birger hat immer gleichzeitig auf Twitch und auf YouTube gestreamt. Und das hat damals eigentlich nur Partner betroffen. Ne? Und jetzt betrifft es aber alle, auch mich. Ne? Und halt auch einen Birger. Und Twitch kriegt halt da momentan ganz, ganz böse Kritik, aber Twitch ist halt so, I don't give a fuck. Und macht halt einfach. Und das zeigt halt am Birger unter anderem halt natürlich nur noch auf YouTube only. Wo sie irgendwo halt auch verstehen kann. Ne?
So quasi der Bürger, der kann gar nicht anders. Er muss. Er wird quasi von Twitch mehr oder weniger gezwungen dazu. Ne? Jetzt oben, okay, aber da war es noch umgegangen. Warte mal, da ist eine Kiste. Und ich sage, in letzter Zeit hat halt Twitch nicht wirklich mit sinnvollen, da ist eine Kiste drin, mit sinnvollen Änderungen ihres Terms of Service geglänzt. Ja, das waren so, generell in letzter Zeit, wie gesagt, mich als kleines Würmchen auf Twitch, mich betrifft das nicht. Ne? Aber nachdem sie halt hergehen und sagen, oder hergegangen haben und sagen, hey, du, pass auf, in Zukunft verdient sie ja nicht mehr 70-30, sondern gerade mal noch 50-50. Ja, weiß ich halt nicht. Wir dachten es mir finden, wenn unser Chef vor mir hergegangen und unsere Chefs hergegangen und sagen, hey, du machst jetzt die Arbeit nach wie vor, du kriegst aber gerade mal noch 50% von dem, was du jetzt halt hast. Da hat man mir auch alle sagen, ja, Alter, hey, du spinnst nur ein wenig, ich suche mir noch einen Arbeitgeber, der wo mir das zahlt. Da warten wir alle ja so. Und jetzt kommt halt die Geschichte noch mit dazu. Matze, ich denke auch schon länger nach, ob ich auf Kick gehe. Ich sage jetzt mal so, für uns als ganz kleines Licht am Ende des Tunnels lohnt sich das nicht. Ne? Weil am Ende des Tages, ja, es ist scheiße, was Twitch da macht. Aber am Ende des Tages betrifft es uns jetzt aktuell noch nicht. Also zumindest mich nicht. Ja? Und wahrscheinlich 99% von den Leuten im Chat, die wo streamen, betrifft es auch nicht. Ne? Und da müsste, wie gesagt, da müsste schon richtig krass viel passieren, dass ich sage, okay, und jetzt verpisse ich mich von Twitch und suche mal eine andere Streaming-Plattform. Und dann bin ich mir auch nicht einmal sicher, dass wenn ich wechseln würde, wieder der Konjunktiv, ob ich auf Kick gehe. Ja, das darf halt dann von der Situation abhängen, wie viele Leute dann tatsächlich da tot haben. Wahrscheinlich, also jetzt aktuell, wenn ich wechseln würde, da ich auf YouTube gehe. Ja, weil jeder hat YouTube, da brauchst du nicht unbedingt einen Account dafür, jeder kann YouTube schauen, jeder kann YouTube konsumieren. Das halt dann tatsächlich davon abhängen. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt nur so, was wäre, wenn Szenario, das steht absolut für mich nicht zur Debatte. Ich muss jetzt auch DBD spielen, sonst frisst mich Selina. Ja, aber dann schau, dass du weiterkommst. Hey. Ganz schnell, nicht, dass der Selina zum Opfer fällst. Ja, das war ja nichts. So, jetzt müssen wir uns schnell kurz orientieren da. Dann können wir das Ganze noch ein wenig weiter ausführen. Okay, wir müssen offensichtlich... Wo müssen wir denn überhaupt hin? Wir müssen wieder oben. Ja, toll. Schöne Wurst. Gerade als kleines Licht lohnt es sich, auf eine aufsteigende, kleinere Plattform zu wechseln. Ja, aber ich hab, wie gesagt, der Wechsel auf eine Plattform ist nicht ohne. Weil du nie die Leute mitziehen kannst, die du jetzt auf Twitch hast. Du wirst mit krassen Verlusten rechnen. Müssen, sozusagen. Ne? YouTube einfach weiter die Wots und Stream auf Kick, alles auf derselben Plattform zu haben, ist nicht gut. Ja, das ist klar. Dafür ist die Chance auf neue Leute. Das stimmt schon. Die Frage ist halt, wie viele Leute sind bereits auf Kick? Ne? Na klar, am Ende des Tages ist es jedem seine eigene Entscheidung und jeder hat dann seine Gründe zu wechseln. Ne? Wie gesagt, bei den Großen da ist sogar absolut nachvollziehen können. Gerade in letzter Zeit. Aber die Frage ist halt, ob sie sich halt für mich lohnt. Absolut nicht. Noch habe ich Freude auf Twitch. Ne? Wir haben es persönlich das Kraut noch nicht ausgeschüttet. Ich habe generell noch nie irgendwie Rügen oder sonst irgendwas von Twitch gekriegt, Gott sei Dank. Also sehe ich jetzt aktuell auch wirklich absolut keinen Grund, mich von dieser Plattform zurückzuziehen. Wieso auch? Ne? Wieder ein Aufdruck im Eis, gell? Ich glaube, ich bin einer der wenigen, die nicht DBD spielt. Ich bin auch einer. Ich sperre nicht. Chinto, aber der hat Kick nicht einen zweifelhaften Ruf. Ich glaube, da war mal was. Aber ich bin mir jetzt auch nicht sicher, Chinto. Keine Ahnung. Kann aber durchaus möglich sein. Dann kommt dazu, dass man mit dem bohrischen Spruch ein bisschen eine Nische bedient. Richtig. Richtig. Die bayerische Sprache ist halt so eine Nischenkategorie. Und was heißt Kategorie an und für sich ist ja der Plattenharnisch.
Die bayerische Sprache ist ja per se jetzt keine Nische nicht, sondern die Art des Sprechens auf Twitch ist halt eine Nische, das stimmt. Die Mundartsprache sozusagen, die Dialektsprache, das gibt es auf Twitch tatsächlich nicht so wirklich vertreten. Gut, innerhalb unserer Bubble ist das Selbstverständlichkeit mittlerweile. Aber so, wenn du generell einmal auf Twitch schaust, dann findest du nicht viele, die in einem Dialekt sprechen. Das stimmt tatsächlich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, ist Kick nicht die Plattform, die wo jetzt die ganzen Casino-Streamer von Twitch geholt hat? Weil Twitch hat ja, das ist übrigens eine gute Sache, hat es ja verboten, Casino-Content auf Twitch zu zeigen. Ne? Ach, Kick wird von der Gambling-Seite finanziert, das ist der zweifelhafte Ruf. Twitch wird von Amazon finanziert und die sind auch eher fragwürdig, das ist gehopst wie gesprungen. Ja, wenn du noch was suchst, wirst du immer irgendwas finden, das ist klar, aber mit Glücksspiel und so weiter und so fort, wo ich halt absolut gar nichts zu tun habe. Haben wir wieder einen Oger. Ich kenn Kick nicht einmal. Ich komme ja auch nicht wirklich. Die einzige Streaming-Plattform, die ich neben Twitch noch kenne und die nicht YouTube heißt, das war Mixer, glaube ich, hat das damals geheißen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Da haben sie ja Ninja hier. Ja, da haben sie sich ein Ninja gekauft quasi. Für, was weiß ich, wie viel Millionen $. Aber alles andere fliegt für mich auch so mehr oder weniger unter den Radar. Mal gut, ganz ehrlich, Facebook, Instagram, das sehe ich jetzt nicht, weil das ist für mich absolut keine Streaming-Plattform nicht. Das ist für mich einfach ein ganz normales Social-Media-Dingens für jedermann. Ja, was heißt für jedermann? Wie soll ich denn das erklären? Facebook und Instagram ist für mich nichts mit Videospielen und so weiter zum tun, finde ich jetzt. Ne? Das war jetzt dasselbe, wenn auf Twitch wenn du aus Twitch eine Plattform machst, da wo du deine Battle posten kannst, so wie in Instagram. Das darf auch irgendwie komisch sein, ich weiß auch nicht. Warte mal, man schon richtig guten Damage jetzt mittlerweile. Ja, wir kriegen aber auch guten Damage. Easy. Jetzt hätten wir mal zur Transparenz. Die ersten 3 Oger, da haben wir uns richtig lang gespielt. Und mittlerweile haben wir die schon ganz gut zum Teufel. Mit wem kämpft's denn ihr da noch? Oh, wir haben ja schon gut überlohnt. Wir müssen dann später unbedingt unser Material abliefern. Ah, ist auch noch Erz. Aber das sind halt zum Beispiel so Themen, da können wir auch gerne am Samstag noch ein wenig ausführlicher reden drüber. Das ist überhaupt kein Thema. Am Samstag haben wir richtig viel Zeit. Da haben wir richtig viel Zeit. Freunde der Sonne. Von welcher Richtung haben wir denn jetzt gekommen, ist die Frage. Wie müssen wir da weiter? Okay. Springe ich mit ins Voice? Ja, mit Just Chatting werden wir wahrscheinlich nicht im Voice machen, aber wenn wir Community Games zocken und da wird es einige geben am Samstag, dann sehr gern. Sehr, sehr gern. Oh mein Podcast. So ist irgendwie, weiß ich, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe zu streamen, war das überhaupt nicht so meins gewesen, aber mittlerweile, da ich es irgendwie cool finde, auch mal so einen Podcast zu machen, ich weiß auch nicht. Also als Teilnehmer, ne? Ich darf jetzt selber keinen Podcast erstellen, aber so als Teilnehmer war das, glaube ich, schon mal ganz cool. So. Einfach mal aus dem
Nähkästchen plaudern über sämtliche Dinge? Weiß ich nicht. Zumindest standardmäßig Mundart schmatzen ist bei Streamer auf Twitch eher ungewöhnlich. Sonst kriegst du sowas höchstens als Kanalbelohnung bei manchen Leuten. Ja, genau. Und bisher, ich muss halt sagen, es sind schon einige, auch in der mittlerweile Teil der Community, die wo halt mit der bayerischen Sprache an und für sich gar nichts zu tun haben, die das aber feiern. Ja? Oder wie jetzt letztens wieder YBO in meinem Discord die Reaction vom Dr. Freud eingestellt haben. Die sagen auch alle, die finden das total sympathisch und total angenehm. Oder eigentlich sagst, bayerisch ist eigentlich schon ein sehr, wie sage ich denn, ein sehr uriger Dialekt. Aber ich habe bisher, das wundert mich eigentlich, ich habe noch keinen einzigen Internet-Trollen in dem Chat gehabt, der gesagt hat, Alter, wie redest denn du eigentlich? Was ist mit dir verkehrt? Was hast denn du für Sprache so auf die Art? Ne? Das war eigentlich am Anfang immer so meine Befürchtung, dass das kein Mensch anhören kann, länger als wir 3 Minuten oder so. Ne? Also ich habe da tatsächlich am Anfang schon ein bisschen Skrupel gehabt. Auch davor jetzt mache ich Bayerisch oder Hochdeutsch. Aber für mich war halt damals dann klar, wenn ich es mache, dann Bayerisch, weil ich will mich wohlfühlen und ja, das tue ich nur, indem ich meine Sprache nicht verstehe. Hey, ich hab da öfter gesagt, dass ich kein Wort verstehe. Ja, aber du bist halt trotzdem da. Was will man? Du schaust dir trotzdem diesen Schund von Zeit zu Zeit einfach einmal an. Ne? Auch wenn du nichts verstehst. Das meine ich ja damit. Ich höre einfach mit dem Herzen zu. Der absolute Ehrenbazi, Mr. Matze. Ein absoluter Ehrenbazi. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hingehe, es wird schon passen. Ja? Beziehungsweise wir entfernen uns gerade vom Auftragsort, aber das ist egal, wir wollen ja eh... Ah, Shortcuts öffnen, da seht ihr es. So, wo haben wir da jetzt? Da ist jetzt ein Treppen, da geht's jetzt... Aha. Ja gut, da gehen wir jetzt mal nicht auf, da haben wir noch Erz. Ja genau, das was der Sigi sagt. Ja Alter, sprich einmal Deutsch, was ist mit dir? Das wundert mich halt, dass da bis heute keinen einzigen, und da klopfe ich auf Holz, noch keinen einzigen Internetrau, den ich gegeben hat, der das gesagt hat. Oder der mich wegen meiner Muttersprache diskriminiert. Oder was heißt diskriminiert? Blöd anredet sozusagen. So. Elysion. Ah. Für mich spricht Bazi Deutsch. Da war mir schwer meiner, oder? Ja, der Keller ist zweifelhaft. Ich muss jetzt aber schnell kurz ein bisschen... Boah, leck, wir haben richtig gut überlohnt, hey. Heilige Scheiße. Ich jetzt einfach mal so frech und gibt das alles der Larissa, weil die braucht die... Muss mal leichter werden. Die Frage ist, was wiegt da so viel? Ah, du, die Erze, die haben so stark schwer. Zumindest einmal Mittel. Ach, weil ich 3000 Rüstungsteile umeinander trage, deswegen. Da gehst du her. Ja, schau mal hier, das wiegt da 300 Kilo. Ja, der Rest ist halt, das zeigt der Roma, da ist... Oh, 60 Unschädel! Wann hab denn ich 60 Unschädel aufgeglaubt? Heilige Scheiße! Ja, da wundert mich nichts mehr. Ich sag, der Basis spricht Muttersprache. Ja, ach nee! Kommst du da drauf?
In meinen Augen ist Sprache, vor allem die Sprache des Dialekts, ist Kultur. Ja? Und das darf man ruhig ein bisschen breit treten. Ja? In dieser kargen Welt von Twitch. Kann der Typ mir sein Futzen halten, der bringt mich aus dem Konzept, ich weiß es auch nicht. Aha, wir sind wir dann da oben. Gibt es da noch etwas? Nein. Ja. Stimmt, da haben wir vorher gestanden, okay, passt. Die Versammlungshalle. Beobachtet die Zusammenkunft. Sekunde, ich muss schon kurz was luren. Passt, alles klar. So. Ah, it's Madara. This is the answer, dear Arisen. Oh, leck, der schaut aus wie der Kanzler Palpatine von Star Wars. Aber ich glaube, du hast es gleich hinter dir. Ja, wir haben jetzt ein Resident Evil 9. Kann man halt echt meinen. Holy Engel, der Bösewicht sieht aus wie der Imperator von... Ja, genau. Ist das nicht der Palpatine? Palpatine ist... Ja, okay, es ist der Palpatine. Ist back in business. Ja, mir dürfen wir natürlich die ganzen Zombies wieder hops nehmen. Ist eh klar. Holy Engel, willkommen. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du da bist. So, der Zombie-Mama muss auf den Kopf schießen, das passt dann schon. Easy. Quite a sight that was. Though I suppose it's the stuff of every day to you, Arisen. I'd thank you to join me for a moment. Ist das der Mason? Selina, bist du noch da? Oder bist du schon in DBD versunken? Ich hab dein unnützes Gaming-Wissen schon registriert. Ne? Also nicht, dass wir uns jetzt vergessen. Fun Fact, Palpatine's Ender waren laut Canon nicht Palper und... Nice! So. Okay. The zealots slipped past, but at least we snared this one. An humbler prize, to be sure, but at least he's talkative. No honor among thieves, eh? It was just a lark, all in good fun. I never gave over to that rot about destruction and salvation. Never. Na, natürlich nicht. Just the same, it'd be trouble if we let him go free, now that he's seen the two of us together. Wait! You promised me! He's all yours. The Elysians spoke of you. Berichtet von euren Erkenntnissen. Counter to the tides, a heretic, he said. But I Entscheidet über das Los des Anführers. the sort like to hear reason. I
come, sir. What's to be gained from bloodying your hands? Ja, ich sag jetzt einmal so, ich mein, du, der hat Dreck am Stecker. Also ich war jetzt dafür, Freunde der Sonne, Pfeil an den Kopf oder laufen lassen. There's many a pleasure to indulge in air. Er gehört definitiv zu der Terroristenbande, oder? Furnish the coin. Pray, spare me, Arisen. Pfeil auf den Dates. To see the flame, you'll be well rewarded. Don't be a fool, sir. Surely my gold is worth more to you than my head. Ich bin halt nicht käuflich. Der haben wir nicht lange umeinander. Nein, noch nicht, sei. Das hat Selina eingelöst. You'd have the stomach to do for an unarmed man. Suppose I was wrong to doubt it. Glad to know you're someone I can trust in times to come. And come they shall. Ich bin mir, was er geht, absolut noch nicht I'll send sicher. word along, friend. We'll bring this skulk of foxes to bear, you and I. Gut, muss jetzt fairerweise dazu sagen, es war schon ein bisschen feige von mir. Ich bin halt voll bewaffnet und er heute gar nichts gerade, ne? Aber gut, der ist gut weiter. Schöne Blutlachen. Na gut. Okay. Haben wir, dann sage ich das. Ja, genau, sag's der Selina. Ich glaube, es ist gerade eine DBD-Sucht verschollen. Ich werde es spätestens am Ende des Streams einlösen, wenn sie halt gerade kurz anwesend ist. Ne? Aber kein Stress. Ja, ich bin ja noch eine gute Stunde live. So. Ach, das ist der Ausgang, okay. Bist du ja, okay, perfekt. Gut. Ja, nice. Schöne Mission. Cooler Dungeon. War zauberhaft. Außer bei dir. Oder bei der Treppen. Bei der Lotta. Wie auch immer. Holy shit, das ist einfach fucking finster. Ja gut, okay. Dann Reisestein ab in die Hauptstadt. Und einmal ganz massivst Zeug einlagern und und Fertigkeiten lernen. Wenn es möglich ist. Aber wir haben so viele Feinde jetzt erlegt, das sollte eigentlich reichen. So. So, einlagern. Haben wir ein bisschen was an Material. Mehr oder jetzt weil das haben wir ja alles übergeben. Okay. Genau, sie hat jetzt die ganzen Rüstungen. Das lagert mir jetzt einmal schnell geschwind ein. Beziehungsweise, nein, das war dumm. Das hätte man vielleicht nicht tun sollen. Wir haben da auf alle Fälle irgendwo einen Plattenharnisch gefunden. Ich glaube, dass langsam allmählich an der Zeit wird, oder dann irgendwann einmal Zeit wird, beziehungsweise eigentlich ist es egal, weil die Rüstung, die wir jetzt aktuell tragen, ist mit Abstand besser als alles, was wir bisher finden. Und das da wahrscheinlich nicht anders werden, wenn wir aufwerten. Deswegen da ich schon fast behaupten, dass wir erst Richtung Endgame, also sagen wir mal so, solange die Rüstung halbwegs gut tankt, sehe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Grund nicht, die Rüstung zum Wechseln. Warte mal, können wir irgendwo schauen? Ja, die hat halt 316 Abwehr, das ist halt schon nicht ohne, gell? Servus, gut bist du, habe die Ehre. Merci für den Dauerlöck. Ich hoffe, dir geht's gut. Schön, dass du reinschaust. Jetzt passt so wach. Jetzt schauen wir mal, pass auf, da war doch irgendwo in der Stadt hat es doch den komischen Schwarzhändler gegeben, oder?
Aquädukt, der war doch da. Das ist doch der, oder? Die schwarze Katze, ja genau. Die werden wir mal einmarkieren und dann laufen wir da mal hin. Weil der hat doch Mordstuff gehabt, das wo elendig für die Eier war. Vielleicht können wir uns da mal allmählich so ein kleines Rüstungsset zusammenbauen. Für später dann. Vor allem einmal eine Brustrüstung oder irgendwie sowas. Mal unser Hauptvassal, der gelangt dabei noch. Oder vielleicht auch mal ein bisschen eine Waffen. Müssen wir mal schauen. So. Echsenborn, Wünschel, Rudendorne. Ne? Aber die haben nicht den Schatzing, das ist halt elendig teuer. Das ist halt schon krass. Man, da können wir noch lange nicht hingelangen. Das Einzige, was wir uns gerade mal so ein wenig leisten könnten, war der andere Bogen. Ja, aber dann hört es halt aber auch schon auf. Obwohl die Rüstungen jetzt eigentlich schon stark gegangen hatten, ne? Da konnten wir uns tatsächlich schon mal ein bisschen was zusammenkaufen. Das wird drunter und für... Ja gut, okay, aber da hört es halt dann schon wieder auf. Okay, die Rüstung, die wo drunter geht, die ist halt geisteskrank teuer. Da müssen wir dabei mit dem noch aushalten. Das hilft uns alles nichts. Das darf halt auch nicht schlecht ausschauen, gell? Eisendepf. Mehr Eisendepf. Die war sogar besser als die Rüstung, die wir mir jetzt haben, aber das sagt sie die ist halt fast doppelt so teuer wie das, was ich hab. Die schaut auch geil aus. Holy shit, die schaut ja richtig gut aus. What the fuck? Narrentracht, ja, die schaut die zauberhaft. Gewandte Erleuchtung. Also das können wir mir nicht drum, okay? Ich darf einfach Pudelnocker durch die Gegend rennen. Was sollst du denn da davon? Ja, wenn es Freunde der Sonne, wir werden dem definitiv noch einen Besuch abstatten, weil bevor wir das Spiel, die Hauptgeschichte fertig spielen, können wir ja legit richtig viel Gold und richtig viel EXP farmen und dann werden wir uns da so eine derbe Rüstung zusammenbauen, dass du sagst, gibt's das. Ja, also wir werden da wieder hinkommen und dabei tragt uns ja die Rüstung eh ganz gut. Ne? Ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt zwanghaft eine neue Rüstung brauchen. Ja, war zwar cool, aber wenn es halt nicht im Bereich der finanziellen Möglichkeiten liegt, dann hilft es halt leider auch nicht. Ja, aber bisher kommen wir ja ganz gut durch. Ja, ist ja nicht so. So, eingelagert haben wir alles. Wir haben ja gesagt, wir wollen Vasallen austauschen, meine, oder? Ja, jetzt sind wir nämlich 5 Stufen drüber. Da wäre es langsam angebracht. Nehmen wir da nochmal die unnötige Heilung da weg, das wo kein Mensch nicht braucht. Den Zielkristall durch. Halt, die Spitzhackel brauche ich wieder. Den Zielkristall durch dabei einmal weggert. Spitzhackel muss ich wieder mitnehmen. So, jetzt passt es wieder. Sehr gut. Gut, dann Fertigkeiten. Ja, 6386 Disziplinpunkte, wenn das nicht zauberhaft ist. Scharlachroter Kuss, das habe ich aber gar nicht ausgerüstet. Was haben wir da? Schädelsplitterer, da haben wir nichts. Beim Bogen haben wir gesagt, haben wir was. Einen 5-fachen Wirbel brauchen wir auf alle Fälle. Ah, jetzt kann er mal um 114 Disziplinpunkte die Armstärke nicht leisten. Are you kidding me? Okay, ja, das hilft ja nicht. Dasselbe machen wir aber auf alle Fälle auch für die Luna. Ja, und da kann er mir es jetzt auch gerade nicht leisten. Ja gut, okay, die paar Monster zipft man jetzt schon noch zusammen, dann passt das schon. Ach, wir haben einen Scharlachroter Kuss da. Ah. Moment, warte mal. Wenn wir da natürlich die 100 Küsse haben, dann der wir das natürlich schon kaufen. Das ist klar. Die verstärkte Fähigkeit. Ja gut, okay, dann kriegen wir das mit der Armstärke halt wahrscheinlich eher nimmer hin. Aber das ist okay. Okay, perfekt. Die Fix, wird noch rosten. Rosten bis in der Früh. So.
Gut. Jetzt werden wir ein bisschen Backtracking betreiben. Ja? Wir haben ja, jetzt pass auf, da müssen wir jetzt erstmal nach Cassades zurück. Und wir werden dann dort dem Pfad da auffolgen, da wo letztes Mal die Banditen waren, die uns da so richtig arg verhauen haben. Ja? Mit denen haben wir noch Rechnung auf. Dann schauen wir uns jetzt mal so ein wenig um. Können wir bestimmt auch noch ein wenig etwas finden. Haben wir eh schon ein paar Meter gemacht wieder. Und dann ganz zum Schluss erfüllen wir die Hauptmission noch komplett, indem wir Bericht erstatten. Da gibt es dann bestimmt auch noch einen sauberen EXP-Schub. Jetzt werden wir erst einmal noch die Vasallen tauschen und dann schauen wir mal. Hä? Ja, okay, planen herum. Wir springen in den Brunnen ein und helfen mir. Hab ich jetzt auch nicht gewusst. So. So, Larissa. Merci für die Hilfe. Hast ziemlich gut gekämpft. Kriegst du Rippel mit. Das passt einem schon. Kriegst natürlich volle Bewertung, Nützlichkeit. Hast alles nicht schlecht gemacht. Mal am Aussehen können wir streiten, aber ich bin ja nicht so. Kampfverhalten. Hat Gegner aktiv bekämpft. Ab der Lader. Merci, Lada. Bis dann. So schnell ist Kind im Brunnen gefallen. Da sagst du es einmal. Da wo ist die andere? Da, Sengdao. Am Anfang warst du mir unsympathisch, weil du Dinge getan hast, die wo mir nicht so gefallen haben. Vor allem einfach blindlings einfach in der Sackgasse stehen bleiben, obwohl ich die zweimal rufe. Aber nichtsdestotrotz hast du deinen Job trotzdem gut gemacht. Ich meine, eigentlich müsste der fürs Aussehen maximal 2 geben, aber wie gesagt, du hast deinen Dienst gut gemacht. Von daher gibt es da volle Bewertung. Nützlichkeit. Hab punktgenaue Unterstützung geboten. Das passt einem schon. Ab vom Hof. Spielst du online wegen den Suchserver? Ja. Glaube ich. Warte mal, nicht, dass ich jetzt einen Scheiß verzeihe, aber normalerweise schon. Muss ich dann schauen. So. Suche. Nach Stufe 24 und wir brauchen wieder einen Magier. Fangen wir mal mit dem Magier an. Ja? Dann becken wir uns wieder den Besseren aus. Aha. Baby, warum ist jeder Magier irgendein so ein Pseudononne? Wobei die nicht einmal ganz so schlecht ausschaut, muss ich jetzt fairerweise gestehen. Ne? So. Okay, du schaust schon mal nicht so schlecht aus. Jetzt kommt halt drauf an. Oha, die hat einen ziemlich hohen Laufbahnrang. Das ist fein. Das ist fein. Das ist schon mal gut. So, wie schaut es da sonst noch aus? Was kannst du so? Okay, Feuer, Eis und Blitz. Starke Linderung. Oho, die hat die verstärkte Heilung schon. Nähe des Feuers. Okay, und Heiligkeit. Okay, die ist einmal gar nicht einmal so übel. Ne? Wie heißt denn die überhaupt? Mary. Mary, du bist schon mal auf der Plusliste. Ja? Mit dir kann man eventuell verhandeln. Ne? So. Wie heißt du jetzt? Der Papap. So. Okay, du hast einen relativ guten Ausgangsrang. Okay, du bist raus. Du hast nur eine Fähigkeit, mit dir kann ich gar nichts anfangen. So, Donald. Bist du quasi der Gründer von McDonald's, so wie du ausschaust? Okay. Relativ hoher Laufbahnrang. Gute Bewertung schon mal gekriegt. Kamin, Blitzring, Heiligkeit, starke Linderung, Gunst des Feuers, heilige Gunst, seliger. Oha. Ja gut, der Donald ist jetzt auch nicht einmal so übel, ne? Mary und Donald. Warte mal, was hast du für passive Fähigkeiten? Da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Oh, das ist ein Minus. Du hast gar keine passiven Fähigkeiten. Okay, dann ist der Donald jetzt der Favorit. So, jetzt Kinsen auf Diana zusammen. Schauen wir mal. Okay, die hat schlechte Bewertung, die hat aber den höchsten Laufbahnrang. Das ist schon mal nicht schlecht. Kamin des Todes, Linderung, dunkle Nähe, Gunst des Feuers, Gunst des Eises, heilige Gunst. Die ist halt ein reiner Support-Magier. Das ist eigentlich gar nicht einmal so schlecht. Die heilt, macht einen offensiven Zauber mit Kamin des Todes, also einen Feuerzauber, und bufft uns aber mit Was ist denn das? Eine verbesserte Form von dunkler Gunst, Verlängerung, verstärkt. Aha, okay. Aber sie bufft überwiegend Element-Damage, wo es nicht schlecht ist. Das heißt, wir machen mehr Damage. Beziehungsweise die ganze Truppe macht dann mehr Damage. Je nachdem, wie viel Monsterwissen sie hat. Und wenn ich mir den Laufbahnrang so anschaue, ist das gar nicht einmal so schlecht. Jana, du bist dabei. Gefällt mir. So, jetzt brauchen wir noch einen sauberen Tank.
So, einen sauberen Tank. So, ein Oni, ein Terrence, ein Bull und Skirl. Kriegen wir schon irgendwie. Was tust du da eigentlich? Yes, Arisen? Keine Ahnung. So, da ist schon wieder eine, kaum Kleidung an, aber ein Riesenschwert. Yes, Arisen. Details. Okay, da ist ein sehr, sehr, sehr geringer Laufbahnrang. Ja, mit nichts dazu, du bist raus. Ohne du bist... Oha. Yes, Arisen. Warum haben die alle so einen niedrigen Laufbahnrang? Aber der hat wenigstens ein paar der hat wenigstens 3 Angriffe. Aber warum haben die nie... Ah ja, okay, der hat wenigstens ein paar Fähigkeiten. Yes, Arisen. Married Man Donald, ja genau. Der Bull, ja okay. Weil natürlich, man kennt's. Der Zwergnonne mit Triple D-Busen und einem Meinungsverstärker, dass du sagst, die hat nicht Kreuzweh von den Titten, sondern vom Hammer. Ne? Yes, Arisen. Also die müssen wir schon allein fürs Meme mitnehmen. Yes, Arisen. Lord Zwixen Meme müssen wir eigentlich das Girl mitnehmen. Oh, da haben wir auch noch einen Glotzerten. Das ist der Terrence. Yes, Arisen. Oh, der scheint aber... der Corona-Sturm, ja okay. Totaler Vorstoß, unbeugsamer Hieb. Ja, der hat schon die besseren Dinger. Obwohl ich halt schon geneigt bin, gell? Nein, Schmarrn. Wir müssen bei das nehmen, was uns wirklich am meisten hilft. Und das ist wohl oder übel jetzt eher aktuell. So, perfekt. Gut, schauen wir mal in den Brunnen rein, wer da reingefallen ist. Ob es ein Kind ist, ob es eine Oma ist, ob es ein Opa ist, wer weiß das schon. Gut. Eine am Brunnen. So, Habedere, was ist mit dir? Place is fit to set the hairs on your neck to standing on end, huh? And with good reason. Ich war schon mal I da. thought to enjoy a quiet nip of the old spirits here, away from prying eyes, huh? Okay, wir haben einen Grund gefunden, warum ein Brunnen gefallen ist. Er hat tief ins Glas geschaut. But then, a fearsome rumble came from further yon. Against my better judgment, I went and stole a look. 'Twas monsters, sure enough. A regular hive of them. Can't let the likes of them loose on the village, I thought. So I stayed here to hold them back. Lucky thing I thought to sneak a drink. I'm well glad to see you, truth be told. I fear the beasts are beyond the means of this old man. Will you go and clear them out, cousin? Ja, ich nehm's jetzt mal an, schauen wir mal, was das für Viech ist, was da unten ist. Don't leave the path beyond is convoluted and dangerous. Dear cousin, let this protect you. Take care. Vernichtet die Echsennester. Ja, die waren beim letzten Mal schon da. Echsen, ne? Da waren wir auch schon mal rund. Hübsch am Anfang vom Spei. Naja, die Echsenplage in Casadis reißt nicht ab. Da müssen wir uns halt kümmern drum. Das hilft ja nämlich nicht. Wobei wir halt schon sehr, sehr sicher bin. Okay, die Luna hat den höchsten Laufbahnrang erreicht. Das ist gut. Ha! Haben wir alle Flügelmauser gekillt. Das ist ja. Ah, grunzen schon. Sag aber gerade noch nichts. Na gut. Ich schaff's aber auch jedes Mal, mich von Schlangen vergiften zu lassen, ne?
Hä? Da ist der Aus... Hä? What the fuck? Ah, warte mal. Bin auch so ein Idiot. Schon klar, dass das voll Schatz sagt, weil ich die verkehrte Mission aktiviert habe. So, was ist mit dir? Denken wir schon, das kann ich mir nicht sagen. Wir sollen in den Brunnen reingehen und dann entweder rauslaufen. Das macht keinen Sinn. Warte mal, wir haben noch Gegengift dabei, right? Ja. Die Herrschersäule. Schicht Sanderz. Ah, der Hans. Okay. Das sind normale Echsen. Easy. Ach, das sind die Nester? Okay. Easy. Ah, perfekt, über den nächsten Laufbahnrang jetzt. Ah, das ist jetzt das Coole an den Zauberer, der hat uns jetzt mit Eis gebufft. Wo die Echsen gar nicht mengen und wir machen unfassbar viel Schaden dann. Easy. Ah, da können wir noch mehr, oder? Walleck! Die ist größer, oder? Okay, die Ex ist außerhalb der Normgröße. Und jetzt sogar einen eigenen Lebensbalken. Okay, der hat einen eigenen Lebensbalkencode. Alter, das ist so krass, wenn du den richtigen Buff hast, wie viel Damage du da machst. Du als Sense-Echsen-Genozid. Okay. Irgendwo haben wir noch mal hier, warte mal. Okay, jetzt sagt man, oh, ich soll da muss noch irgendwo was sein, aber... Warte mal, was sagt denn der Auftrag jetzt aktuell? Klettert tief in den Brunnen und befreit ihn von den Echsennestern, okay. Ja, da muss noch irgendwo ein Echsennest sein, dann übersehen wir jetzt irgendwo eins. Achso, da ist der Saufer, okay, verstehe ich schon. Boss 2, ja, den haben wir zusammendödelt. Ach, da schau her. Okay, easy. Ach, da haben wir noch einen Haufen. Heilige Scheiße. Ja. Ölige Nester brennen gut, habe ich mir sagen lassen. Erstattet Rorik Bericht. Okay, nice.
Das ist halt das Coole an Dragon's Dogma, du kannst halt, ne? Du kannst halt plötzlich auf irgendwelche Quests stoßen, die wo da eigentlich vorher gar nicht so bewusst waren. Ja, mit der habe ich jetzt eigentlich auch überhaupt nicht geredet. The beasts are slain then? Ha! Joyful news. I will sleep easier not having their like crawling about below the village. Here, it is a small token of thanks. Take it, my friend. Now to find another spot to steal a quiet drink. Plot Twist, der Ort war jetzt eigentlich erst richtig ein stilles Plätzchen geworden, durch das, dass wir die Echsen zusammengehauen haben. Hey, immerhin 6000 Erfahrung, ich mein, haben und nicht haben. Nehmen wir mit. Nice, perfekt. Lauf doch wie geschmiert. Also aktuell zumindest. Okay, so und jetzt schauen wir uns noch schnell kurz in der Banditen-Dingens da um, wo ich gesagt habe. So, Land der unbegrenzten Möglichkeiten, sprecht mit den Pächtern Jasper, Sarah und Pip und überzeugt sie davon vor, über das Land zu räumen. Okay. Der Spur des Erlösers reißt zurück nach ganz anderen seltsam. Was. Genau, das der wir zum Schluss. Das markieren wir uns jetzt einfach da einmal. Und jetzt schauen wir nochmal da zu den Banditen. Da haben wir noch ein Hühnchen zum Rupfen mit denen. Und dann wieder Hasis. Es tut mir leid, aber das muss leider sein. Damit wir die Killquests fertig machen können. Einmal sorry. Mit der Bormann so wenn zu schreien, aber es hilft doch nicht. Ein Kickerl ist so weit gut. Ein Kickerl? Grundsätzlich ja, das war aber eine Hose. Erschlagt eure Feinde. Wo? Da. Haben wir eigentlich schon einen Zyklopen gekillt? Den Zyklopen haben wir auch noch nicht gemacht, meine, oder? Ja, da hätten wir eine Killquest, wo wir 3 Zyklopen killen müssen und ich weiß zufällig, wo einer ist. Auftrag gemeistert. Ach so, weil... Ja, okay, das stimmt. Der Hühnchen war... In dem Kontext, ja. War Hühnchen immer schon gut. Okay. Böser Bazi. Ja, böser Bazi, ich weiß. I'm sorry. Jetzt bin ich eigentlich... Jetzt warte mal. Es ist wie in Hogwarts Legacy. Du möchtest das eine machen und dann laufst 3 Meter und dann fallen da 10 andere Sachen rein. Ne? Aber gut. Und das... I have erlure a Kisten. Aber da wenn ich jetzt runterspringe, bin ich am Arsch. Ja? So, da müssen wir am Strand außen rumlaufen und dann auf den Felsen aufgraben. Ja, okay. Gut, wobei dieser Early Game Kisten ist, da kann nichts besonders nicht drin liegen. Zumindest noch nicht. Genau, dann schauen wir jetzt da einfach nur mal schnell geschwind auf. Schießen wir ein paar Banditen zusammen. Ja, und dann, meine ich, was ist schon hübsch für heute. Schauen wir mal. Dann können wir beim nächsten Mal, dann werden wir auf alle Fälle ganz am Anfang gleich einen Zyklopen umschießen, weil wir haben da eine Quest. Irgendwo. Außer ich jetzt zufällig noch nicht angenommen, normalerweise. So, Zyklopenplage. Bezwingt 3 Zyklopen. Gibt. Ja gut, das gibt nur 750 Erfahrungspunkte. Ich weiß halt noch auch nicht, gell? Aber das war halt eine easy Quest, ne? Zyklopen zusammenpimmeln. Sehen ja noch bekanntermaßen nicht so viel, weil es nur angenommen. Ja, Schattenwölfe ist schon klar. Nein, das sind normale Wölfe, das sind keine Schattenwölfe. Bis du mit deinem Geheule fertig bist, bist du. Jetzt gerade mal abgemerkt haben. Ja, die lassen jetzt den Felsen da wieder oben rein, ist auch klar.
Okay. Ja, der kriegt jetzt so einen Headshot ins Knie, dass du sagst. Der steht einfach dort beilt sich am Bimbus einmal sauber durch. Und dann geht er einfach. Ja, jetzt machen wir schon mehr Schaden. Beim letzten Mal hast du uns zu noch Hops genommen. Jetzt nehmen wir die Hops. Bloody hell. Ah, ein Mosenbohrer, sagst nichts mehr. Oh, da ist ein kleiner Geldball, den nehmen wir natürlich mit. Wow, das war fast ein One-Shot. Ja, der geht einfach weiter, wie wenn nichts gewinnt war. Den interessiert das gar nicht. Oh, das ist auch noch ein schönes großes Gebiet da unten. Da hinten ist, da ist irgendeine so Ruine? Hühnchenrupf, also ich hätte gerne heute bei Halbsendlung und einen Kartoffelsalat. Der kann er da jetzt leider nicht so ganz dienen damit. Außer es läuft uns zufälligerweise noch ein Gickel über den Weg. Dann schauen wir mal. Außer du machst Menschen, dann kann er da schon dienen damit. Mr. John Siege. Ah, stimmt, das haben wir am 5-fachen Wirbel. Ich muss jetzt so einen auf Busch-Sniper, Freunde. Das, oh, das sind Kisten. Geppel. Kriegt einen Pfeil am Kopf? Was war das? Muss wohl der Wind gewesen sein. Genau so. Da hat mich gerade der Daumen angeschissen. Na, 6 ist da und schau. Das ist schön, wenn du es einfach komplett von den Füßen holen kannst mit dem Pfeil. Die mächtige Dehnung ist schon eine geile Fähigkeit. Boah, der hat auch so eine geile Stimme, der Vassal. Cool. Wieder wegfliegen. Fliegen Sie heute noch mit Bazi Airlines und Sie kommen heute noch an Ihr Ziel, garantiert. Ja, die Frage, das Ziel ist unter der Erde, so quasi. Ne? Dafür stehe ich mit meinem Namen. So, da hinten ist eine schöne Festung. Das müssen wir uns, Freunde, das müssen wir uns jetzt schon noch anschauen. Ne? Das hilft jetzt nicht. Oh, leg, da sitzen da auch so viel umeinander. Ach, ist das da vielleicht? Aha, I see what it is, man. Die ganze Gegend ist nicht ohne Grund von Banditen befallen, weil die da drinnen, die hausieren da hinten. Ja, da müssen wir Partycrasher machen, das hilft nicht, da zupft er. Oben über Klippen, verdammt. Ja, du brauchst den nicht zurückhalten, weil bis dass du kommst, da holst du gar nichts mehr. Da holst du maximal noch die Würmer am Zipfel, aber sonst nichts. Boah, leckern das Fell. Okay, vielleicht wird die aber dann einen Wurm am Zipfel, das kann nämlich auch möglich sein. Alter, wo kommen denn die jetzt alle? Die haben jetzt auf ein Nest gestiegen, oder was?
Na, wenigstens geben wir die gute Erfahrung. Helft doch gern, meine Vasallen. So, der gehört zu mir, hoppala. Und dann kurz vorheilen. Perfekt. Ja, das war nicht wenig. Wo hausiert Weg mit die Vieh. Ach, da haben Melonen. Übrigens, Birgit, falls du Melonen brauchst, da haben welche. Oder Futterbohne, das ist fast dasselbe. Da ist auch wieder einer. Wow, leck, den können wir so richtig... Ja, der ist weg. Einfach mal überklippen, achso, halt. Hat der jetzt gerade Fresh Meat gesagt, oder was? Bist du dumm? Du kannst mich nicht fressen. Also die Banditen haben nicht die Helm. So, guter Feuerpfeil und Knirscheiben, das hat auch schon geholfen. Wie groß ist das Gebiet da hinten, bitte? Holy shit. So, bist du Freund oder Feind? Du bist wahrscheinlich Feind. Na, der tut mir gar nichts. Alles klar. Ich scheine hier erwünscht zu sein. Ich habe zwar gerade die komplette Meute von denen ich hab's Nummer, aber die scheinen das cool zu finden. Die Ruinen vom Schloss Ernst. Ja, sehr ernst. Hä, warum tun die mir jetzt nichts? Terence, kannst du bitte ein bisschen zusammenreißen, ne? Wir wollen ja jetzt nicht unbedingt für Aufmerksamkeit sagen, da, ne? Ach, die hat eine Quest für uns, oder was? Interesting, die hören wir uns jetzt schon ab. So, the celebrated arisen is come. You look able enough. But I've no patience for pomp. I'm a man of substance, you see. I've a policy of speaking only with folks possessed of their own will. Individuals like. We've our own ways of testing the strength of a fellow's will here. If you've the stomach for it. There's naught can prove a man's will but his actions. His actions brings a band like mine together. Results. If you would walk among us, you'll adopt the same philosophy. Which is to say, you'll do as you're told. So listen well. You've two paths before you. The first is to quash the competition. In the northwest lies a rival band of thieves. See a few of their numbers laid to rest, permanently. The second is to rid us of a traitor. There is one who broke his oath and left this place without my leave. Find him and see that he reaps the consequences. Make your choice. I care not which. Do one of these, and I will know you for a person of will. We shall talk of recompense then. Kommt, mal's bitte nach. Gut, ich meine, im Endeffekt für uns nimmt sich das nichts. Die eine Banditenbande ausschalten ist generell keine schlechte Sache. Diana, heute mal ein wenig zurück. Die eine Banditenbande ausschalten ist sowieso kein Thema nicht, weil Banditen haben schlecht fürs Geschäft. Oder beziehungsweise schlecht für den Kontinent. Also das können wir sowieso da. Und wenn der Verräter dann auch noch hops geht, dann haben wir 2 Flüge mit einer Klappen geschlagen. Und Bonus, Luna scheint bei einem Fremden diese Mission bereits gespielt zu haben. Das heißt, sie hat Infos über diese Mission. Das ist gut. Wenn ich das so sagen darf. Banditen kennen keine Ehre, das hat Luna schon mal mitgemacht. Ja? Machen wir aber nicht mehr heute. Jetzt gehen wir erst einmal wieder... Verdammte Tat, jetzt darf ich mir wünschen, ich hätte mein Inventar da. Dann hätte ich jetzt da einen Zielkristall hersetzen können. Ja gut, hilft eh nicht. Da können wir dann beim nächsten Mal ja nochmal herrennen, das macht ja nichts. Nichtsdestotrotz.
schauen wir jetzt einfach einmal wieder Richtung Hauptstadt. Da hinten ist die Festung ist jetzt eh eingezeichnet, das passt perfekt, okay. Werden wir da einmal unseren Auftrag angeben. Da oben. So, ich habe auf der Map noch einen Marker gesetzt, das wollen wir ja nicht. Kann man denn wieder Victor? Ah, Wegpunkt entfernen, okay. Easy. Selina hat sie ja anwesend. Oder in dem Sinne eigentlich nur Selina. Wahrscheinlich nicht, der DBD-Squad ist on point. Du bist anwesend. Ist Selina auch anwesend? Wer bist denn du eigentlich? Achso, ja, das ist ja von einer anderen Mission, okay. So. The gatherings of salvation did have sinister purpose. It is a grave shame the Elysians slipped our snare. Die ist schon offline gegangen? Okay, dann müssen wir das unnütze Gaming-Wissen fürs nächste Mal aufheben. We shall redouble our vigilance here to keep the city safe. I fear you are as like a target as Grand Soren. Pray, be wary, Arisen. For now, I leave you with my thanks. 18.000 Erfahrung zum Abschluss und Stufe 26. Ja, perfekt. Easy peasy. Okay. Gut, Freunde, da lohnt sich jetzt nichts anderes nicht mehr. Dann setzen wir da für heute einen Cut. Ich werde Ihnen jetzt noch ein paar Infos bezüglich Samstag geben. Ja, ich werde das dann wahrscheinlich am Morgen noch mal ausführlich ins Discord schreiben. Aber da wird heute ja besser bekanntermaßen. Perfekt. As always, ich hoffe, es hat euch getaugt. Aber Dragon's Dogma scheint sehr gut anzukommen. Und von daher ist, glaube ich, gar nicht so verkehrt. So, müssen wir umswitchen. Jetzt. Also, Freunde der Sonne. Die meisten von euch, die wissen es ja eh mittlerweile. Es wird am Samstag einen 12-Stunden-Stream geben. Den ersten jemals auf dem Kanal. Wir fangen um 9 Uhr in der Früh an. Geht dann demnach bis um 9 Uhr auf die Nacht. Es wird ein buntes Programm aus unterschiedlichsten Community Games geben. Ne? Community Games sind unter anderem Make It Meme. Das ist sowas ähnliches wie Scriblio, nur mit Memes. Es wird Mario Kart geben, es wird Marbles geben, es wird wahrscheinlich auch Song Competition geben. Also es wird überwiegend Spiele gespielt, wo ihr ihr, die Community, daran teilnehmen könnt. Ja? Ich denke mal, dass da für jeden irgendwie irgendwas dabei sein wird. Ne? Zudem wird es auch am Samstag erstmalig Merch zum Gewinnen geben. 3 Stück an der Zahl, um genau zu sein. Also ich werde 3-mal Merch verlosen. Wie genau ich das einbaue und wie wir das verlosen, weiß ich noch nicht so hundertprozentig. Werden wir es aber wahrscheinlich irgendwie als sozusagen als Spieltrophäe irgendwie einbauen, dass wenn keine Ahnung, wenn derjenige, der wo am Ende von Mario Kart die meisten Punkte hat, kriegt zum Beispiel einen Merch-Artikel, derjenige, wo beim Marbles so und so viel Rennen gewinnt, kriegt einen. Da bin ich mir noch nicht hundertprozentig sicher. Aber da werden wir auf alle Fälle noch was Genaueres einfallen lassen. Wir werden es auch zudem immer so machen, dass zwischendurch immer wieder einmal kleine kurze Pausen gibt, ja, also von 2-3 Minuten, damit jeder mal aufs Klo gehen kann, jeder mal zum Bieseln reisen kann, sich mal was zum Trinken holen kann, zum Essen holen kann, wie auch immer. Und es wird am Abend vor dem letzten Akt sozusagen, wird es eine längere Pause geben von etwa 20 Minuten. Das ist daher so, weil da werde ich mir mit meiner Freundin und auch mit meiner Schwägerin, weil die kommt zu Besuch an dem Tag, wir werden uns da abends eine Pizza bestellen. Da wird es ungefähr 6-7, da werden wir dann einmal 20 Minuten einen kleinen Pausenscreen machen. Da lassen wir noch was einfallen, dass ich da irgendwas laufen lasse, damit nicht nur einfach der Endscreen da ist, der Pausenscreen da ist. Aber wie gesagt, da lassen wir dann noch irgendwas einfallen. Weil wir ja Habitäre. Außerdem habe ich dann noch eine kleine Ankündigung. Ich habe mir was zugelegt. Ja? Was das genau ist, das droppe ich dann am Samstag. Das ist jetzt nichts
unfassbar herausragendes, aber ich habe jetzt den Schritt einmal getan, sozusagen. Und wir werden also ein bisschen auf die letzten 2 Jahre in einer gewissen Art und Weise zurückblicken. Was da genau dahinter steckt, das werdet ihr dann auch am Samstag sehen. Ne? Wir fangen aber ganz gemütlich um 9 mit Just Chatting an. Also es braucht sich jetzt keiner irgendwie der Renner, ja scheiße, wenn der um 9 schon Merch verlost. Nein, der Merch wird wahrscheinlich vor 12 Uhr Mittag sowieso nicht zum Gewinnen sein. Und wenn dann wieder in Abständen verlost, also es werden nicht 3 Teile auf einmal gemacht, sondern es wird halt alle 2-3 Stunden mal einer droppen, sozusagen. Ne? Also wie gesagt, es geht um 9 ganz gemütlich einmal mit Just Chatting an. Wie ich das genau zeitlich staffelt, das weiß ich jetzt noch nicht hundertprozentig, das lasse ich auf mich zukommen, je nachdem, was halt Community halt, wie die Community gerade drauf ist. Ja, wenn die Community jetzt schreit, hey, jetzt machen wir noch 2 Stunden Just Chatting, ja, dann machen wir halt noch 2 Stunden Just Chatting. Oder wenn wir jetzt sagen, jetzt haben wir Song Competition gespielt, jetzt möchten wir was anderes spielen, dann spielen wir halt. Ja, ich richte mich da ganz nach euch. Genau, das sind so die Themen oder die Sachen, die ich jetzt bisher bis zum Samstag mitgeben kann. Ich werde das aber dann natürlich auch morgen oder wann nochmal ins Discord schreiben in aller Ausführlichkeit, dass wirklich jeder das mitkriegt. Am einfachen dort sind natürlich, das trifft es jetzt an die Leute, die wo halt die wo da noch nicht drauf haben, kommt auf meinen Discord-Server. Gerade an die Neuen, die wo Offstream einmal gefollowt haben vor geraumer Zeit oder vor die vergangenen Tage. Vielen lieben Dank nochmal an der Stelle. Schaut gerne auf dem Discord-Server drauf, da kriegt ihr ja alle Infos bezüglich mir und meinen Stream, wann er stattfindet, was gespielt wird und sonstige Sachen, wo halt wichtig sind. Ja, also wirklich gerne da mit drauf schauen, das kostet nichts, aber das war helfen. Genauso wie das Folgen, ja, einfach mal kostenlos einer folgen, wer es noch nicht da hat, kostet gar nichts, hilft auch schwer weiter. Also vielen lieben Dank dafür, schau mal. Ne? Ja, Plan bringt nichts, läuft eh meistens an. Genau, ich setze mir jetzt nicht hin und sage, okay, von 9 bis um 12 mal Just Chatting, von 12 bis 2 mache ich Mario Kart, von 2 bis um 4 mache ich Song Competition und so weiter, weil es eh immer anders kommt. Es kommt eh immer anders. Und wie was habe ich denn so eine zauberhafte Community, die wo man eh sagt, was mengen. Von daher glaube ich aber, dass eine ganz zauberhafte Geschichte wird am Samstag. Also ich freue mich wirklich schon drauf. Es ist für mich, auch für mich ein Highlight. Ja. Ich hätte sowieso nicht gedacht, dass ich mit 2 Jahren stream. So in der Art und Weise, wie ich es tue. Von daher habe ich schon richtig Vorfreude drauf, tatsächlich. Wird cool. Ja, gut, der Merch-Command, den hat der Verb noch einer geworfen, da könnt ihr auch noch drauf schauen. Falls unbedingt jetzt sofort der Merch haben möchtet, einfach da mal drauf schauen, vielleicht ist was dabei für euch. Ja. Gut, so, Freunde der Sonne. Dann habe ich soweit alles gesagt, was ich sagen will. Jetzt muss ich nur schauen, wer live ist. Ja, mir ist mein Twitch gerade aufgeploppt, mehrmals die vergangenen Minuten. Da wird schon irgendwer dabei sein. So, wen haben wir denn da? Wir haben die Mia, wir haben die Amy, wir haben einen Fluxi, wir haben einen Reppi und wir haben einen Basti. So, jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Jetzt ist die Frage, was nehmen wir? Können wir mit den genannten Personen können wir alle nichts falsch machen. Amy weiß ich, die haben wir vor geraumer Zeit erst einmal geradet, 2-mal sogar. Gehen wir zum Rappi, oder was meinst du das? Zum Rappi kann man wieder mal gehen, haben wir schon länger nicht mehr geradet. Ich glaube, war der Idee, der macht jetzt Just Chatting. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Aber ich glaube, das glaube ich ist fein. I guess. Ja, ich glaube, es ist fein. Der war vorher auch im Chat. Beim letzten Mal auch schon. Ja, ich glaube, das was nutzt die Macht. Harry bis Gandalf. Keine Ahnung, was er damit sagen möchte, aber das werden wir herausfinden. So frech bin ich jetzt einfach einmal. Gut, Freunde der Sonne, vielen lieben Dank fürs Dasein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen an diesem warmen Mittwoch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich gehe mal schwer davon aus. Danke fürs Mitchatten, fürs Mitschreiben, fürs Mitplaudern, wie auch immer. Danke für Support generell in letzter Zeit einfach. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Rappi. Also wer den nicht kennt, bitte gerne auch mal aufs Following drücken. Support da lassen, Freunde, ist ganz, ganz wichtig. Halten wir da ein bisschen zusammen. Gemeinsam sind wir stark, gemeinsam sind wir mehr. Und genauso soll ja der Grundgedanke unserer Community sein. Also beim Rappi gerne mal Liebe da lassen. Wir sehen uns dann am Samstag um 9 Uhr wieder. Ich habe richtig Bock drauf. Ihr habt hoffentlich auch wieder dabei. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Kommt's gut durch die restliche Woche. Passt auf euch auf, wenn ihr in starken Gewittergebieten lebt. Ja? Es ist nicht ohne. Die Wärmegewitter werden immer heftiger von Jahr zu Jahr. Es gibt sogar mittlerweile Warnungen, die wo bis zu Tornados gehen in Deutschland, wo sie selber nie für möglich gehalten hätte.
In dem Sinne aufpassen, wenn es bei euch gerachert wird und dann hören und sehen wir uns hoffentlich am Samstag wieder. Bis dahin, einen schönen Abend euch noch, viel Spaß beim Rappi-Name und pfiat euch, haut's euch rein. Servus.